Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Viva la Mufillusion und ihr seid alle dabei. Es ist Warlex-Zeit und das ist unsere Lieblingszeit. Ich glaube, es geht dieses Mal um den März 2024. Mein Name ist Corby, mit dabei heute der Kalle Kane. Hi Kalle. Servus. Und in der anderen Ecke der Mike. Hi Mike. Servus und Habideri. Ja, schön, dass wir es endlich mal wieder zu dritt geschafft haben. Das sind ja eigentlich die seltensten Sachen. Ich bin mir gar nicht sicher, waren wir das letzte Mal in die Warlex zu dritt? Ich glaube nicht. Jo, ich glaube schon, oder? Schon. Die vorletzten war es, glaube ich, gerade erst zwar. Die vorletzten, okay. Ja, es ist auf jeden Fall schon so lange her. Der Mike ist ja ständig am Teile besorgen. Das ist ja das Problem. Das war die beste Ausrede bisher. Ja, Teilemacher. Teilemacher sogar. Alles klar, Ja. Heisenberg. Ah, Baby. Nur weil dasselbe Frisur wie der Dude. Stimmt. Ja, ich wollte eigentlich hier gerade ausholen und sagen, ja, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, da habt ihr bestimmt jede Menge Warlex und Baylex mitgebracht. Ich habe ganze, 3 oder 4. Mehr habe ich auch nicht. Also es gibt ein bisschen drauf an. Auf was kommt's noch? Auf die Qualität. Also der eine ist eigentlich so belanglos, das ist eigentlich weder ein Wardreck noch ein Warleck. Ja, Gott sei Dank haben wir es dann dabei. Gott sei Dank haben wir es dann dabei. Nein. Dann hab ich eigentlich 2 fette Warlex und ein Bayleck. Mhm. Dann hauen wir ja ein fettes Warleck gleich rausgehauen, wenn du schon die ganze hauen wir Zeit ja. noch hast. Wow, okay, krass. Oder hauen wir damit das hab ich- Mittelmaß-Leckdreck raus. Das Belanglose. Ja, Haus aus, seit Leib uns wisst, jetzt hast du uns da schon so heiß gemacht. Mir war gestern ein bisschen langweilig und da habe ich nebenbei Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt, laufen lassen. Der Was zur neue Hölle? Adam Sandler-Film auf Netflix. Und der Adam Sandler ist irgendwie frustrierter Astronaut im Weltall, der von einer Riesenspinne nicht attackiert wird, sondern belästigt wird. Eigentlich so kann man es sagen. Mhm. Und es geht, aber ihr denkt jetzt bestimmt, okay, Adam Sandler ist bestimmt ein witziger Film. Gar nicht, null. Also das ist so ein finde dich selbst und komm mit deinem Leben klar und denk mal über dein Leben nach und der Spinne ist was Cooles und der Spinne ist, wenn sie riesig ist, eigentlich besser wie jeder Pfarrer. So, das hat der Film mir vermittelt. Hat die Spinne eine tragende Rolle? Die, ja, also die kommt sehr früh schon vor. Sie kann sprechen und sie heilt so ein bisschen die Seele vom Adam Sandler. Oh Gott. Das hört sich heißt jetzt aber alles noch den schrecklich ganzen an. Scheißtrick, was der an Filme gemacht hat, die Seele ist unheilbar zerstört. Also ich Du muss bist ein ganz Fubi ehrlich, Halloween, oder? Halt doch dein Maul. also ich habe mit viel gerechnet, aber mit dem nicht. Und ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt da jetzt, was das genau bedeutet hat. Aber, Ist ja ein Tschech in dem Film. Baby. Der Mike, der alte Geografie-Spezialist. Das ist nur eine von meinen 2 Gene, Auswärtsgene. Meine Oma, die kommt eben aus Böhmen und mein Opa aus Lukosjawien. Also ich bin Multikulti unterwegs. Wie kannst du denn ein Nazi sein, wenn du selber so unreines Halt Blut doch einmal hast? dein Maul. Ich hab das schon mal gesagt. Irgendwann zünden sie mir die Bude an, weil sie es wohl im Glauben, was du für einen Immer Scheißdreck die verzeihst. geilen, ekelhaften Nazis, die selber total unrein sind, die gehen mir richtig auf den Sack. Wahnsinn. Zigeunerschnitzel mochte er noch nie, oder? Ja, genau. der Sascha, toller Typ. Aber ja, es ist anscheinend ein Roman Wer von ist Sascha? Was? Um den geht's Sascha, in ein dem Lied. aufrechter Deutscher? Du hast gerade Und wie gesagt, geht's dass in dem Lied? Ach so, Ja. jetzt halt. Ja. Ich hör Kunstbanause. kein Lanzer. Das kenn ich mich nicht aus. Das ist von den Toten Hosen, du Idiot. Ja, die kommen jetzt Wahnsinn. halt. Lanzer, tote Hosen, das ist doch Ja, das. ist Jacke gleiche, wie Hose. oder? Ja, ja. ja. Das der höre ich den Unterschied. Jacke wie Hose. Also ja, du kannst recht haben. Es ist auf jeden Fall
langweilig gewesen. Ich war aber ehrlich gesagt auf einen lustigen Film eingestimmt und hab mir da gedacht, jetzt komm Adam Sandler, du bist doch Du schaust dir Adam Sandler an. Ja. Mach was Lustiges, Kim. Wow. Mach was Lustiges. Das ist echt so, als würde ich sagen, ich hätte jetzt Lust auf einen lustigen Film und dann schaue ich mir eine Zweite Weltkriegs-Doku an. Ich hab gedacht, das ist vielleicht sowas wie Paul. Weißt du schon? Aha, Das haben hat wieder dann nichts Lustiges das- gefunden, okay. So, das Alien hätte einfach von Bela B gesprochen werden sollen und dann wäre es wahrscheinlich witzig gewesen. Ja, Unter definitiv. Umständen. Ja, gut. So, Und aber du wie schon weißt, gesagt, das- das war belanglos. Aber das sind nur diese zwei Figuren quasi. Das in sind dem die Film. Hauptfiguren in dem Film. Das ist ja wie, kennst du den alten Film noch, Enemy Mine, der ja in die Bavaria Filmstudios Nein. ausgetragen worden ist? Boah, das wundert mich jetzt nicht, dass du den nicht kennst. Kann ich du auch nicht. Nein, sagt mir jetzt gerade nichts. Ah, mit Dennis Quaid, glaube ich, ist der. Enemy mein, Feind Enemy- meins. Ja, mein geliebter oder vertrauter Feind, Feind, irgendwie so. Er ist auf einem Planeten landet, Bruch, und er und ein Alien, die bekriegen sie eigentlich, die zwei Rassen. Und am dann Ende müssen sie lieben sie quasi, sie heiß und innig. ja, so ungefähr. Er heißt Schau. eigentlich Enemy rein. Und dieser NS-Doku. Nein, also genau. das schockiert mich, dass für euch diesen Film keiner kennt. Und jetzt müssen sie auf diesem Planeten quasi zusammen, weil allein für sich sterben. Nur wenn sie zusammenhalten, können sie überleben. Ole, ole. Das ist eine schöne Message. Ja. Ja, na, Hat dir nicht gefallen, oder? Jo, der war gut. so wichtig war das dann, so wichtig war das dann am Ende bei Spaceman dann doch nicht. Also da war es dann wurscht, ob es zusammenhalten oder nicht. Okay. Ja. Gut, aber macht vielleicht ein anderer bitte weiter, weil ich kann nur besser werden und ich will jetzt nicht mehr über diesen belanglosen Film reden. Also es hat sich eher nach einem Wort Dreck angehört. Nicht einmal als Mittelmaß, sondern eher als was ein Dreck gewesen. Ja, okay, dann vielleicht nur als Abschlussplädoyer dazu. Ich bin natürlich dem Film nicht gerecht geworden, weil ich auch nicht richtig aufpasst habe und ich mit was ganz was anderem gerechnet habe. Also wahrscheinlich ist der Film Weltklasse und Oscar prämieren und was weiß ich und Kommt noch. ich habe halt einfach nicht aufpasst. Cool. Ja. Weil der Film schuld ist, dass er schlecht ist, weil du nicht aufpasst. Das sind wie die Leute, die den Film nicht verstehen und sagen, das war ein Scheiß, weil ich nicht verstanden habe. Ich wollte mir gleich weitermachen, weil mir jetzt heute noch eins einergehauen, ein Leck, und zwar Winnie the Pooh Blood in Honey Part 2 hat bei Rotten Tomatoes 100% im Tomatometer und in der Audience Score hat er 87% Babys. Ich hab geträumt, dass wir zwei im Kino sitzen und den Film anschauen heute Nacht. Ungelogen, Mike. Wow. Und, Wie und, kann und, da und das? in den Traum war es der Oberhammer, der Film. Also bin gespannt. Was? Wieso? Also- ja, aber das hat bis jetzt einer bewertet und der war im Zuschauer. Laut Stand, wo ich das gelesen habe, haben 6 Reviews. Aber der Trailer, dieses Poster, und ich habe heute auch schon mit Richie Geen einmal kurz Voicemail gehalten. Ich glaube, dass der zweite Teil um einiges stärker wird wie der erste. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Ja, oh, das ist ja wirklich schwierig. Halt dein Maul jetzt du nicht schon wieder irgendwie meitern, weil das wirklich cool Na ist. du jetzt dein Maul, der Mike, der Na, Korbi du hat vollkommen jetzt dein recht. Maul. Der Korbi hat vollkommen recht. Oder nicht? Falle, Doch. so ein Scheißtrick. Also ich hab ein direktes Kontrastkino gehabt, in dem ich vorher bei Sisu war und dann danach in Winnie the Pooh und es ist so ein Bullshit. Ach, halt dein Maul. Du hast doch den schlechten Slasher gesehen. Du warst um den Frau. Das sagen ja mehr Winnie Pooh und weniger Ja, aber es gibt schlechte ja Filme. mittlerweile so viel gute Slasher, dass ich nicht bei einem schlechten sagen muss, ach Gott sei Dank gibt's nicht. Muss ich Gibt's- nicht, aber man kann sie ja frei dann sowas auch haben. Man muss kommt ja da nur raus, dabei, man kommt da raus. hoffentlich bringt der Christopher Nolan bald den nächsten Drecksfilm raus. Halt dein Maul, Tenet ist super. Ich verstehe voll kein gut. Wort von dem ganzen Drecksfilm, aber er ist so toll. Und Oppenheimer war Interstellar schon gut. Ja, Oppenheimer war Oppenheimer schon gut. Oppenheimer ist aber auch mal eine andere Art von Film, die der Nolan da gemacht hat. Da musst du nicht dafür studiert haben, sondern da musst du einfach zuhören. Okay. Ja, hier im Chat wird gefragt, wann kommt denn Winnie Pooh 2 raus? Also Ich glaube jetzt im April, kann das sein? Ich glaube aber erst in Amerika jetzt immer ein Ding, oder? Weil der war ist jetzt... Genau, stimmt, bei den das Amis war im nicht April. so, genau, so Pre-Screenings irgendwie so. Und der offizielle Kinostart ist jetzt im April. Wann der bei uns läuft, weiß ich nicht, aber ich schätze aber auch hübsch zeitnah. Ich schätze, Frühling, Sommer kommt das Ding. Also, wenn wir Facebook hätten, kann man euch benachrichtigen, wenn wir was wissen, aber wir haben ja kein Facebook, deswegen können wir euch nicht benachrichtigen. Also, der Conny macht es über Insta. Ich wollte gerade sagen, das könnt ihr auf Instagram und auf Threads oder in unsere Folgen nachhören. Ja. Vielleicht gibt's ja jetzt dann bald einmal, wenn wir das geschafft haben, es hängt nur noch an einem Menschen, Seppi,
dass wir mit unserem News-Format anfangen hier auf YouTube. Das ist jetzt einmal ein kleiner Spoiler vorweg, was kommen könnte. Aber mehr sagen wir noch nicht. Ja. Wir wissen ja noch nicht mehr. Also im Prinzip alles, was du gerade gesagt hast, sind da unsere Informationen. Alles andere befindet sich in deinem Kopf. Das ganze Thema ist schon 1000-mal besprochen worden. Ich kann nichts dafür, dass du hier noch für das sieb. 1000-mal. Es hätte ursprünglich sogar schon im Februar laufen sollen, aber irgendwelche Leute sind nicht fähig, dass sie die Videos machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ach so, fuck jetzt immer noch. Ja, du kannst ja nicht die ganze Zeit. bringst nicht auf 3. Ja, das ist schon krass. Wahnsinn, ja. Weil er den ganzen Tag vor seinem Affenkasten sitzt und spielt, weißt das heißt, diese epische Geschichte von Winnie Pooh geht jetzt im April weiter. Ja. Und ich hoffe, dass es 10 Teile gibt im Ganzen und der Pooh X muss im Weltall spielen. Ja, ich habe auch schon gesagt, da hoffe ich auch drauf, dass das dann ein bisschen eskaliert. Okay. Immer nur vom gleichen Regisseur oder Regisseur-Team. Keine Ahnung. Carsten hat es. Ich wüsste jetzt nicht, dass so einer gesagt hat, juhu, dieses heiße Eisen muss ich unbedingt angelangen. Aber der Regisseur, meine ich, macht jetzt noch mehr diese Art Disney für Slasherungen und ich schätze, dass der das auch wieder weitermacht. Macht der auch dann den Bambi und den Mickey Mouse Ding, oder wie? Der gleiche Regisseur. Der Mickey Mouse ist ja schon fertig auch, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Stimmt, den haben sie auch ziemlich zeitnah gleich, als gewusst haben, dass das ausläuft, oder haben sie gleich was gemacht, wie das war beim Pooh ähnlich, oder? Ja, also alles, was ich jetzt sagen darf, war gelungen oder war zum Nachschauen und dann heißt es, ja, erzählt wieder Scheißdreck. Also lass es, dass ich was sage. Da müsst ihr fast selber mal googeln. Ja, das passt ja so. Die Leute sollten einmal Sachen, das Herren hinterfragen und selber nochmal nachschauen, nicht alles sie glauben. Ja. Und dann, wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Genau. Ja, bitte. Macht es uns schlauer. Macht unseren Job, bitte. Mike labert nur Scheiße. Gar nicht. Ich sehe uns alle schon bei Winnie Pooh 2 drin sitzen und mit einem dämlichen Grinsen und wir kommen raus, fallen wir uns in die Arme und warmen, weil das so geil war. Sicher, ich werde auf alle Fälle drin sitzen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich hab Bock drauf, dass ich mir eigentlich da mir das im Kino gebe, aber ich gehe nicht davon aus, dass es gut wird. Dann kannst du nicht enttäuscht werden. Das ist schon mal gut, eine gute Einstellung. Ja, gut. Dann wirst du definitiv Spaß haben da drinnen. So, Kalle. Wie schaut's bei dir aus? Jetzt hat jeder, nein, nicht jeder, der Korbi sein war so undefiniertes Warleg. Ich fange auch mit einem Warleg an. Ich hab mir nämlich die Serie Masters of the Air angeschaut, ist auf Apple Plus gelaufen und kann man so als indirekte 3. Staffel von der Band of Brothers Reihe sehen. Gab es ja Band of Brothers, The Pacific und jetzt eben Masters of the Air. Du hast einmal die Infanterie, Landtruppen, dann diese Leute mit den Schiffen im Pazifik. Was nicht? Ja, meine dämliche Katze weiß genau, sie darf nicht am Tisch aufhören und jetzt, weil ich sage, dass ich nicht hin kann, liegt sie sich ganz provokant über mir auf dem Tisch auf und gaff. Super. Und legt sich das Arschloch am Tisch um. Das ist wirklich Katzen sind der Segen. Noch nicht. Das mach ich dann später bei der Katze, die kommt nicht ganz hin. Und jetzt gibt's ja noch Masters of the Air, wo es um Fliegerbomberstaffel geht. Und ich glaube, dass da auch so ziemlich oder ein Teil der Macher von den ersten 2 Staffeln und von Soldat James Ryan mit drinnen steckt und das merkst du und die ist unglaublich gut gewesen. Also die ist sehr hochwertig produziert von den Effekten. Das ist wieder mal so richtige Wohltat, aber gut, Apple Plus ist da anscheinend wirklich ein Name, wenn es um Hochkaräter geht an der Produktion, weil da, egal was ich bis jetzt angeschaut habe, da schaut alles gut aus und es ist in der Regel überwiegend sehr gut gewesen, nicht gerade von den Effekten. Und wer mit so Antikriegszeug was anfangen kann, der muss sich auf alle Fälle Masters of the Air anschauen. Also ich denke mir gerade wieder, wie kann ich mich in so ein scheiß Ding einsitzen, wenn alle auf mich wenn es rumdumm alle auf mich schießen und ich komme nicht aus und bitte lasst mich. Aber sehr, sehr gute Serie. 9 Folgen, eine Stunde bis 1,5. Ich glaube, das Finale sogar 1,5 dauert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber macht unglaublich, also Spaß möchte ich jetzt nicht sagen, weil das natürlich nicht schön ist, was da passiert, aber es ist unglaublich intensiv zum Anschauen, sagen wir so. Wie schaut's denn casttechnisch aus? Ist da irgendjemand dabei, den man kennt? Ja, da sind mehrere bekannte Gesichter auf alle Fälle, deren Elvis Presley in seiner Biografie gespielt hat, der Hauptdarsteller hat unter anderem eine Hauptrolle. Die anderen sind alles so Gesichter, die man irgendwie schon mal gesehen hat, aber ich hab's dann alle nicht gewusst, woher kenne ich jetzt den, woher kenne ich jetzt die. Ich sag aber jetzt nicht auch wieder der Ding Tom Hanks und Steven Spielberg produziert, oder? Die haben durch diese. Doch, ich glaube schon. Ich bin mir jetzt auch ich glaube, die haben auch ein Making-of dazu gemacht.
Es gibt zumindest dann, glaube ich, einen Doku-Film über diese 100. Ich glaube, die 100. Fliegerstaffel war das, die da behandelt worden ist. Ja. Den habe ich aber noch nicht angeschaut. Jetzt müssen wir, da schauen wir jetzt mal nebenbei, ob wir da schnell was finden, ob der Tom Hanks und die ganze Gang wieder mit dabei ist. Da habe ich übrigens gemeint, Corby, weil wir uns noch Dune 2 angeschaut haben, was übrigens nur kurz in dem Atemzug erwähnt, auch ein riesiges Warleck für mich war, Dune 2. Mann, hey, du nimmst hier praktisch mir den kompletten Wind von meinen Segeln. Was ist los mit dir? Du darfst mehr dazu reden, das habe ich extra dir überlassen. Ich wollte es nur erwähnen, weil der, wo ich gesagt habe, das ist der Bill Skarsgård, das war nicht der Bill Skarsgård, sondern das ist auch dieser Elvis Presley-Darsteller gewesen, der, wie heißt der komische Typ, Austin Butler. Der ist momentan in allem, oder? Der ist ja bei dem Saltburn, ist er mal auch dabei. Da glaube ich, ist er auch dabei, ja. Also ich finde jetzt gerade nichts, aber ich habe auch gemeint, dass ich irgendwas gelesen habe davon, dass da auch wieder diese Produzenten von den anderen Serien eine Wurstfinger mit drinnen gehabt haben. Und es schaut auf alle Fälle sehr ähnlich aus. Ist da aus dem Butler. Du bist ein Lügenbaron. Tom Hanks ist wieder als Produzent mit dabei bei der Wahnsinn, Serie. wie du da draußen vom Kino gestanden bist und alle Leute angelogen hast. Und inklusive mir. Ja, eigentlich ist mir nur um die gegangen, dass ich die anlege. Das ist ja irre. Das ist ja vollkommen irre. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen, draußen hat er sich nur gerühmt, was er da natürlich alles erkannt hat. Und wir sind ja so dumm, weil das ist ja ganz klar der Clown von S gewesen. 100 Pro. Volltreppen. Gerade, dass nicht nur jemand geschubst und eine gewischt hat. Wer soll kommen und mich schubsen und mich nicht wischen? Wer? Die mussten das noch auf die Welt bringen. Irgendein Skarsgård war im ersten Teil der Fette da, oder? Der mit dem ist im zweiten auch wieder, ja. Ist im zweiten auch dabei, der Old, der Stellan. Der Interstellar Skarsgård. Interstellar Skarsgård. Ja, der hat dann auch so Bierchen umeinander geschoben in seiner Dimension. Als er sich beworben hat. Scheiß Interstellar ist der nächste Scheiß-Wix-Film. Reynolds war Dreck hinten noch. Zwar nicht angeschaut, aber war Dreck. Genau. Aber das war also Masters of the Air. Wer Zugang zu Apple Plus hat, unbedingt diese Serie anschauen. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Oder ganz, ganz großes Heimkino. Das sowieso, ja, wenn du gescheit hergekriegt bist. Ich habe der Pacific leider schon nicht mehr gesehen. Ich müsste das auch noch mal nachholen. Pacific war gut. Ich habe jetzt einen Bock, ich werde mir jetzt auch Band of Brothers und der Pacific noch mal anschauen. Band of Brothers ist so hart. Ja. Ist aber so gut gemacht. Unglaublich. Ja, also wie gesagt, wenn dir das gefällt, dann Pacific nachher und Masters of the Air, bist du aufgestellt. Ja. Hört sich gut an. Ja, du hast mir im Prinzip ja jetzt schon mein größtes Rolex von dem Monat genommen. Dune Part 2. Ich hab den zweimal schon im Kino gesehen. Wow. Hab dann zwischen den beiden Vorstellungen mir Dune 1 dann auch nochmal mit reingeholt. Und also so viel geile Verbindungen da drin. Und an alle, es gibt ja zwei Gruppen, die den Film nicht toll finden. Die einen, die behaupten ja, das ist ein billiger Abklatsch von Star Wars. Nochmal, ihr habt keine Ahnung, um was es da geht. Scheinbar. Ihr Idiot. Und ich hätte ja nicht gesagt, dass Dune so Star Wars für Erwachsene ist, da jetzt ich noch eher sagen. Und zum anderen gibt's ja dann die Leute, da haben wir ja auch ein paar Stimmen dann gehört, die gesagt haben, der erste Teil war nicht so gut, weil da ist einfach nichts passiert. Also Part 2 holt praktisch alles raus, was den Leuten anscheinend in Part 1 gefehlt hat, weil da passiert ununterbrochen was. Und es ist nur geil. Es ist unglaublich geil. Beim ersten Mal schauen, da habe ich dann echt gedacht, ja, da muss doch einen dritten Teil geben, die machen nie und nimmer jetzt so das Finale. Und dann kommt das Finale und es ist einfach on point. Es ist unglaublich geil. Ich hab's gefeiert und als ich dann danach noch gehört habe, die machen wirklich einen dritten Teil, da war ich einfach dann nur glücklich. Also dieser Denis Villeneuve, du Pfeife. Bitte? Wahnsinn. Villeneuve. Ja, Villeneuve, das passt schon. Der Denis Villeneuve. Villeneuve? Ja. Was ist denn das? Was war für ein Land kommt denn der Typ? Ja, der wohnt, der ist der Nachbar vom Aus Ralf Kanada Finet. kommt der. Ja. Der wohnt in der gleichen Straße wie der Ralf Finet. Der Ralf Finet ist auch ganz gut. Der Ralf Finet, Kanada und Denis Villeneuve. Wer kennt's nicht? Ted Geoghegan gefällt das. Also, Villeneuve. Ja, sicher. Villeneuve. Villeneuve.
Willkommen beim schlechtesten Filmpodcast der Welt. Das soll jetzt erstmal zum Logopäden gehen. Was? Also, Der kann das nicht richten. Der kann das nicht richten. Außer wenn er am ersten Mal einen Kiefer bricht vielleicht, dann schauen wir mal weiter. Ja, aber Logopädie kann ich schon schmerzen. Uppercut ins Maul erst einmal. Das ist schon fast jetzt eins von meinen Warlex. Das ist jetzt ganz gut. Dass man keinen zum Logopäden schicken. Nein, hallo, wir reden hier immer nur über Dune Part 2. Und Ja, über also den weiter. Dennis Villeneuve. Grandioser Cast, ich war begeistert, nicht nur von den ganzen Leuten, die davor schon da waren, sondern Christopher Walken, wo ich überrascht war, dass der noch lebt. Los mal bitte. Was? Wie alt ist denn der? 100? 180. Er ist 43 geboren. Also ist er jetzt Mike? 81. Ja. Ja. Oh ja, so alt wie keine Sau, darf man vorher sagen. Ja. Beziehungsweise er wird erst 81 und zwar am 31. März. Jetzt wisst ihr es. Gut, bis die Folge draußen ist, dann ist er schon 81. Stimmt, Dann ist er schon also, verstorben. Also an dieser Stelle alles Gute. Verschrei's bitte nicht, weil den brauchen wir wahrscheinlich nur für Dune Part 3. Ja, aber er heiratet ja jetzt da am Schluss. Der Ach so. Christopher Walken. Vergiss an Bill Skarsgård nicht, dass der mitspielt. Ja, der spielt nicht mit. Das ist der Austin Butler, der Veit Rauter. Ja. Auf jeden Fall, das erste Kinoerlebnis war grandios. Das zweite Kinoerlebnis, das war dann das mit dem Kani. Das war okay. Lag nicht einmal am Kani, sondern lag mal wieder am hervorragenden Straubinger City Dome. Ihr seid die Besten. Nicht. Die haben es irgendwie geschafft, dass so eine Toneinstellung hinbringen, dass bei allen leisen Sounds der Ton einfach aus war. Und das ist uns schon die ganze Zeit zwischen dem Film aufgefallen, weil ich mir dann auch gedacht habe, wow, das ist die stilleste Wüste, die es anscheinend gibt. Da gibt's einfach keine Töne. Aber zum Schluss aussehen war es richtig scheiße, weil da gibt's halt dann so einen finalen Kampf und einer atmet sehr schwer. Aber zwischen diesen schweren Atmungen war der Ton einfach weg. Es war dann immer so. Was soll das? Was ist mit dir? In Gottes Namen 30, was ist mit dir, Kino? Da merkst du halt der Kohle zurück, oder? Was ist denn los? Jetzt zahlst du im Straubinger Kino wahrscheinlich 12 € für die scheiß Vorstellung und dann. Also mir auch gesehen, dass neben mir eine gesessen ist, die sich gedacht hat, oh, da ist ja am Anfang nur sehr still. Da esse ich jetzt aber mal besonders laut meine Nachos. Ja. Rum. Und oh na, das Nacho ist nicht ganz, irgendwie erstmal rumfüllen und dann wieder ham. Dann hat die das geschafft, nachdem sie ihre Nachos nicht mehr aufgefressen hat, dass sie nur Gummibärchen dabei gehabt hat. Und ich hab nicht gewusst, dass man Gummibärchen auch. Der hat die bald vergessen. Ja, und ich hab nicht gewusst, dass man Gummibärchen. Genau, ratsch. Und dann auch drin rumwühlen. Ja. Oh, das kommt doch nicht, ich mach lieber das. Ach, das ist ja rotes Gummibärchen, ich mag aber erst die Grüne. Und was mir noch aufgefallen ist, ich habe noch nie gesehen, dass während einer Kinovorstellung so viele Leute zum Pissen gingen. Die haben anscheinend alle Blasenentzündung gehabt. Da ist im Sekundentakt, manche Leute, glaube ich, habe ich 4-mal laufen gesehen. Was ist mit euch? Wie oft kann ich zum Pissen gehen am Kinofilm? Ganz. Also die Straubinger Geib und Biff, die sind schon komische Leute. Das nennen sie wahrscheinlich Netflix-Blodern, oder? Die Leute haben wirklich kein Volumen mehr in ihrer Blase, weil es ja jederzeit gehen können. Das finde ich ja noch in Ordnung. Aber dieses Respektlose, okay, hier ist das halbe Kino voll und mich interessiert es nicht, dass jetzt alle gerade still sind. Ich esse jetzt einfach so vor mir weiter hin. Ja, wenn's Hunger gehabt hat, lass mal die Leute essen. Was ist denn eigentlich mit dir? Die muss wahnsinnig viel Hunger gehabt haben. Richtig. Ja. Ich glaub, der Freund hat gesagt, okay, bitte geh mit ins Kino, ich trau mich nicht allein. Die hat gesagt, ich gehe nur mit, wenn ich was zum Essen hab. Und dann hat er gesagt, ja, was möchtest du denn essen? Und sie hat gesagt, alles. Oder er hat es zum Essen eingeladen und dann hat es einfach nur Nachos gekriegt. Vielleicht auch so. Das wissen wir nicht, wie es hergegangen ist. Weißt du das noch, wo wir mir Tanz der Teufel angeschaut haben in Regensburg im Kino, wo der Kesselchips neben mir gefressen hat? Weißt du das noch? Da war doch das Landshut, oder? War das Landshut? Das war Landshut im wie heißt's? Kinopolis, ja. Mhm. Okay, dann war es Landshut. Aber das war unfassbar. Also das ist selbst, ich weiß nicht, ob man die wirklich in einem Kino kaufen kann oder ob der die Dinger selber dabei gehabt hat. Aber wenn einer wirklich einen so einen Kesselchip nimmt ihn ins Maul und frisst den und das ist eh schon oberlaut und tut sich dann jetzt mal
seine Drecksbraten abschlägern. Weil alle so geil vorher Paprika sind, aber nicht in dem scheiß Film. Und dann sitzt er drin und dann bis der die scheiß Tüten Lack fressen hat. Das war unfassbar, das war so laut, dieses Crunchen und dann dieses Schlappern von seinen Fingern. Ich war bald ausgeflippt. Voll gut. Sag, nimm da Feuchttücher mit, du Wichser. Wenn du noch mal in den Finger zuzelst, dann brich ihn da. Wisch in deine Hosen wie alle anderen. Ja, genau. Oder am Nachbar seine Hosen. Ich bin da teilweise halt dann so hin und her gerissen, weil zum einen finde ich das ja gut, dass Leute ins Kino gehen. Und das sollen sie ja bitte. Und andererseits möchte ich eigentlich auch die Möglichkeit haben, dass ich ins Kino gehe und einfach für mich allein bin. Mhm. Oder für mich und meine Freunde. Und die dann aufhängen kann, wenn es laut sind. Aber da habe ich mir echt gedacht, ich flipp aus. Ich habe die ganze Zeit zu dir rüber geschaut, ob du den auch gleich jeden Augenblick austickst. Dann hat der eine ja neben dir nur irgendwie sein Becher nicht gescheit in der Hand gehabt und hat einen halber über deine Hosen drüber geschüttet. Nein, der hat mich nicht erwischt. Der war, er ist ihm ausgekommen und hat dann auch gleich gefragt, ob er mich erwischt hat. Der war da sehr, es hat ihm sehr leid da, aber er hat mich Gott sei Dank nicht erwischt, weil sonst hätte es gleich Pum gemacht und dann wäre er Feierabend gewesen. Aber durchgegangen durchs Kino. Er kriegt da Pum, die fette Nutten neben dir, Pum, die ganzen Wichser, die ganze Zeit zum Pissen gingen, Pum, Pum. Da war eine richtige Action gewesen da drinnen. Voll die Action. Ja, darum habe ich gar nicht erst angefangen. Die hätte ich auch umgehauen, weil mir du auch auf den Sack gehst. Wer? Ich? Ja. Also ich habe schon immer nicht mich. Ja, genau, ich war nicht jetzt wurscht vom Moos gefahren. Was hab jetzt ich damit zu tun? Ja, dann fangst du jetzt einfach auch mit pauschal an. Ich bin schon voll drin im Pum-Modus. Wir haben mir jetzt nicht auf den Sack gegangen. Ja, ich hab gesagt, hey, ich geh noch schnell pissen, kauf du schnell das Trinken und das Essen, ich krieg Nachos oder Wasser und dann kommt er und sagt, du willst ein Bier, oder? Das ist nein, was ist mit dir, ich wollte Wasser. Und ich sauf im Kino eigentlich halt nie ein Bier, aus den Gründen, die ich vorher schon gesagt habe, dass die Leute 18.000 mit so einem Pissen laufen und ich hab da immer ein Ding, ein Konfirmandenblodern, aber ich hab den Film hergehalten, ohne dass ich aufs Klo gehe. Also war aber nicht schön. Es tut mir leid. Wirklich, ich hab mich dann auf das konzentriert. Scheiße, was hat er gesagt? Was für ein Tipp? Käse, oder? Käse, hat er gesagt. Und dann war ich so stolz, als ich dann gesagt habe, ja, ich krieg Nachos und einen Käsetipp. Und dann hab ich mir gedacht, fuck, was hat jetzt der gesagt, was er so trinken möchte? Dann habe ich schon die ganze Zeit zu dem Eistee hingeschaut, habe ich gesagt, ey, ich kann doch jetzt eben keinen Eistee kaufen, dann bringt er mich wahrscheinlich am Ende um, weil ihm das so ultra peinlich ist, was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich will ja eher Wasser, weil ich möchte nicht wegen einem Bier die ganze Zeit beim 2,5 Stunden Film außerlaufen zum Pissen, das geht ja gar nicht. Deswegen hast du es am Kani das Kani möchte das schon, hat er sich gedacht. Sehr gut, Corby. Aufgekommen. Ha, so jetzt zum Pissen laufen, die blöde Sau. Ein großes Bier. Warm. Ja, genau. Und dann schüttet er mal, wenn er dann weg ist, schüttet er ihm ein bisschen Wasser auf den Sitz, dass er dann in der Letten drin sitzen muss. Aber das hätte ich eh nicht gemerkt, weil ich die ganze Zeit in meinem Arschwasser sitze, weil er so schwitzen muss im Kino. Ja. Okay. Also auf jeden Fall Dune Part 2. Ich gehe davon aus, der wird jede Menge Awards abräumen und durch die Decke gehen und geil. Ich glaube, beide Teile haben miteinander jetzt, glaube ich, die 1 Milliarde Dollar Grenze geknackt. Zu Recht. Stark. Bin ja dabei. Gut. Mike, was sagst du denn? Gut, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht fragen, weil die wir erst nicht angeschaut haben, aber hast du einen Romulus-Trailer angeschaut? Alien Romulus? Na. Alter, da müsst ihr mal reinschauen, das ist aber lecker. Also das ist ja gerade so ein Minuten-Teaser, man sagt nicht viel, also du kannst dann wirklich anschauen, da ist überhaupt nichts mit Story oder sonst was verraten. Der gibt dir nur ein fettes Beutel, wie die Atmosphäre von dem Film sein kann. Und das, was die da sagen, wenn das durchgeholt wird in den ganzen Film, wo ich schwer davon ausgehe, es ist schließlich der Fett Alvarez, der den macht, der uns mit Evil Dead schon gesagt hat, was er drauf hat. Dann haben wir da also wirklich mal eine richtig fette Alien-Bombe bevor uns. Der Trailer schaut so geil aus. Aber kennt es nur zur normalen Geschichte? Das weiß ich nicht, wie stimmt die Serie auch. Zwischen ersten und zweiten Teil. Schon. Und er hat anscheinend sogar die Crew, die Effekt-Crew, die damals Aliens 2, also Aliens praktisch gemacht hat, hat er organisiert für die Effekte von dem neuen Film jetzt. Dass die da mitarbeiten quasi, oder? Ich glaube schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt die Firma ist oder ob er nur Leute, die damals dort gearbeitet haben, organisiert hat. Das weiß ich nicht. Also nur geheißen, dass eben die Leute aus Aliens da jetzt mithelfen. Und also wie gesagt, schaut euch den Romulus-Trailer an. Das glaube ich wird richtig geil, weil Prometheus und der Covenant, die haben ja sehr gespalten die Zuschauer zurückgelassen. Und ich glaube, diesmal kann man sie ziemlich einig sein, dass das geil ist. Das kann schon sein. Ich habe jetzt was gelesen, Fede Alvarez hat gesagt, dass also die Kreaturen als auch die Bauwerke komplett ohne CGI sind.
Puh, das ist in der heutigen Zeit schon Wahnsinn. Also wenn du die Sets hast, die Kreaturen auch. Also deswegen macht es Sinn, was der Kani sagt, dass da wirklich die Profis am Werk sind. Also da bin ich echt gespannt, ja. Und anscheinend, ich habe auch schon Battle gesehen, dass diese Pulse Rifle aus Aliens quasi auch in einer abgeänderten Version oder so mit dabei ist. Also wir haben da voll im Universum drin. Also geil. Ja, ist eins von meinen Highlights dieses Jahr noch. Also das meine ich wird schon stark. Das Jahr absolut das Most Wanted, ja. Wann kommt der raus? Wisst ihr das? August kann es sein. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber ist auf alle Fälle für die Sommerzeit irgendwo gesetzt. Ja. Ist allgemein, Trailer-mäßig ist jetzt gerade ein bisschen eskaliert auf einmal, gell? Weil dann haben wir einen Trailer zu der Fortsetzung Beetlejuice, oder eigentlich ist es eine Teaser-Eskalation gewesen, weil da war die Beetlejuice-Fortsetzung auch cool, Michael Keaton wieder in seiner Rolle, Tim Burton als Regisseur. Hoffe, dass es mal wieder ein richtig geiler Tim Burton wird, weil die letzte Zeit, meine ich, war das auch ein bisschen mau, was er so abgeliefert hat. Schwierig. Freue mich auf alle Fälle auf den. Habe ich ja Bock, dass wir den Original wieder anschauen. Dann der Star Wars, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, in dem Fall Acolyte, keine Ahnung. Der Trailer schaut auch geil aus und da haben die Macher auch gesagt, dass dieses Star Wars Projekt das wird, seit den ganzen alten, ich weiß jetzt seit welche, mit den meisten aufbauten Sets und Practical Effects da bin ich auch schon gespannt. Und es ist halt einmal, ich habe da richtig Bock drauf, weil es einfach mal weg ist von der Skywalker-Saga, später anscheinend 100 oder 200 Jahre vorher in dieser Hohen Republik. Und das, auf das wollte ich schon länger, dass wir endlich mal eine Geschichte erzählt kriegen, abseits von dieser ganzen Skywalker-Thematik, weil da ist ja noch so viel Möglichkeiten hat man da, die man verzeihen kann. Und der Trailer schaut auch ziemlich cool aus. Also geile Choreografie, coole Effekte und vor allem, wenn dann die Schlussszene, wenn der Sith Lord oder wer auch immer da kommt, sein Laserschwert 4 wirft und dann stehen da 16 Jedis nebeneinander, die nach und nach ein Laserschwert entzünden. Das also macht schon richtig was her. Also da bin ich schon gespannt. Haben wir, glaube ich, im Juni oder Juli geht die los. Ah, okay. Ja, den Trailer habe ich nur vermieden. Also es sagt auch überhaupt nichts aus. Es sind wirklich jetzt so also diese 3 Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, Beetlejuice, Alien und Acolyte, ist alles komplett storymäßig freigehalten. Das sagt alles nur ein bisschen so was von der Stimmung in meine Augen und sonst gar nichts. Du kriegst dann nichts verraten. Aber Mike, wieso bist du nicht von Beetlejuice 2 begeistert? Jenna Ortega? Was heißt nicht begeistert? Ich habe den Trailer nicht gesehen und ich freue mich aber schon. Ortega? Er hat jetzt gemeint, ja, das ist das alte Tim Burton zeigt, das letzte, oder? Hast du gemeint? Ja, also der war schon sehr Disneyfiziert, also das waren jetzt schon einige Sachen dabei, wo ich sage, das ist, ja, ich bin ja da fast jetzt, dass ich so weit sage, dass der Sleepy Hollow einer von den letzten wirklich tollen, eigenständigen Tim Burton-Filme war. Und das ist schon lang her. Haben wir einen Christopher Walken als tollen kopflosen Reiter dabei gehabt. Schön, sehr gut. Schön ja, und die alten gingen sowieso. Also wie gesagt, Beetlejuice ist Wahnsinn. Der erste Teil als Kind 1000-mal gesehen und ich freue mich da natürlich auf die Fortsetzung. Und dass der Michael Keaton in seine alten Rollen eine geile Figur macht, hat man beim Batman schon gesehen, der einzige Lichtblick vom Flash. Und also da bin ich schon heiß auf den Beetlejuice, ja. Okay. Ja. Also wegen ihm kann man Flash schon anschauen, oder was? Nur seine Szenen. Also es ist wirklich so ziemlich das Einzige, was wirklich gut, ich fand Supergirl noch cool. Sie war eine geile Figur gewesen. Aber leider halt auch komplett verhorzt in dem Film dann. Ja, das war nix. Aber er als Batman ist aber auch prinzipiell auch total verhorzt worden. Eigentlich verhorzt. Ja, also als ich das gehört habe, dass der in seiner Rolle als Batman wiederkommt, Alter, da war Squirt Alert bei mir im Arschloch. Und, Wieso? Ja, weil es der Michael Keaton in seiner Batman-Rolle wieder war. Oder fragst du wieso? Ja, ganz klare Sache. Wie geil, dass weißt du, du kannst ja einfach nur sagen, ich hab mich gefreut. Ja, kann ich schon sagen, aber dann bin ich halt nicht ich. Dann wisst ihr, dass ich wahrscheinlich morgen stirb. Und dann schaust du den Film an und dann denkst du, Himmel, fährt da schon runter, weil das glaubst du nicht, wenn du es nicht selber siehst, habe ich mir gedacht im Kino, aber da wollte ich nicht mit dir runterschauen. Nein. Du hast ja gesagt, das Club habe ich schon gesehen vorab. Ja, er hat gesagt, ich bin raus. Ich schicke euch jetzt so einen 3. Weltkrieg, hat er gesagt. Weil jetzt haben wir einen Zenit erreicht und so geht's nicht weiter. Hat einen Putin nur ein bisschen damischer gemacht, damit er wieder mal ein wenig umeinander droht. Wir rutschen schon wieder in diese Politikschiene ab. Das ist jetzt politisch, wenn ich sage, der Himmelvater hat einen Putin damisch gemacht. In dem Moment, wo du Putin erwähnst, haben wir der Politik-Podcast. Ja, okay, ja. Viva la Putin, Vorhin waren wir schon beim Lanz. Lanz, so war das. Lanzer. Ja. Lanzer waren wir auch schon, stimmt, ja. So, Mike, was hast denn du noch an Alex? Jetzt, wenn wir schon ein Video da haben, dann zeige ich es euch. Da, sagt man das?
Das Ja, hab ich schön, gesehen. schönes Buch. Sag mal das. Sag mal, wie dick das ist. Mega. Boah, leck. Das hat 2 Kilo. Sag mal, wie dick das der Schwanz ist. Nein, definitiv, weil mach ich nicht. Das heißt, hätte ich wieder, fast da gehabt. fühlen sich ein paar bestimmte Leute Hätte ich fast beeinflusst. Also das Ding ist riesig, das hat 400 Seiten, ein Buch habe ich da, dass alle Leute, die es jetzt nicht sehen, da auch wissen, das heißt jetzt auf Video. Hat 400 Seiten mit einem richtig schönen Hardcover, wie das Teil gekommen ist, habe ich gemeint, die haben mir irgendwie ein Backel Fliesen geschickt oder sowas, weil das wirklich fast 2 Kilo hat, vom Jörg Bauer und Florian Wurfbaum. Florian Wurfbaum kennt man auf alle Fälle vom Cine Entertainment Talk Podcast, und das Buch ist vom Verlag Wusi Books, vom Florian Wurfbaum, also W-U, Wurfbaum, und Zindler, Z-I, also Wusi. Und die bringen in regelmäßigen Abständen Filmbücher raus. Und ja, ich habe mir dieses Teil organisiert und da geht's quasi um diese ganze Videotheken-Ära. Aus verschiedenen Sichtweisen. Also auch diese 2 Autoren von dem Buch schreiben ganz viel persönliche Sachen rein, wie sie quasi sozialisiert worden sind mit Video, mit Filme und Dingen, und das ist alles da mit drin. Ja, und obendrein haben wir halt noch ganz viele andere Unterthemen. Also das Ding ist so fett, ich bin jetzt gerade erst einmal wirklich zur Hälfte durch mit dem, obwohl ich schon eine Zeit habe, aber es ist wirklich so voller Informationen und es sind ja wirklich ein Haufen geile Battle drin. Wirklich so ein nostalgisches Ding, wo du sagst, ja, so diese Regale in den Videotheken früher und so, das war halt wirklich so eine geile Zeit, und ich habe auch selber meine halbe die Jugend in Ding verbracht, in Videotheken, und das Buch ist halt so ein kleines, ja, so haut voll das Retro-Feeling bei mir aus. Da stehen im Buch noch ganz viele Sachen drin. Über die wichtigsten Videotheken in Deutschland zum Beispiel. Da hat es ein paar ganz große gegeben. Da gibt es einen extra Part über den Enzo Schiotti. Kani, den kennst du auch noch, oder? Der diese Artworks immer gemacht hat. Der ist ja dann leider ziemlich schnell verstorben auf einmal, gell? Ja, von mir war es vorbei, ja. Aber der quasi war ganz viel verantwortlich dafür, dass auch die krebsten Videothekenklopper mit saugeile Cover ausgestattet worden sind, und die Leute haben das Zeug clear wie blöd, weil jeder gemeint hat, wow, geil, das muss ein super Film sein, weil das Poster so geil ist oder das Artwork auf der VHS, und dabei waren es meistens irgendwelche Rohrkrepierer. Genau, also das war eine super geile Masche früher, auch mit den großen VHS-Boxen, da hast du ja wirklich geil was in der Hand gehabt. Wir haben dabei Gastbeiträge vom Christoph N. ganz wichtig, Kellerbach. Oder auch vom Andreas Strassmann, wo das Label CMV hat. Dann haben wir von ganz von Anfang fangen an die Anfänge vom Heimkino, wie das Super 8 zum Beispiel. Das kennen ganz viele Leute schon überhaupt gar nicht mehr. Das ist ein toller Film. Ach, Corby. Okay. Ich habe mir das gibt extra verkniffen. Gibt der Film, der so heißt. Das ist ein Videoformat gewesen. Das war quasi, da hat man früher so Projektoren gehabt mit diesen Filmrollen. Und da hast du quasi 4 Rollen gehabt und dann hast du einen Film. Ja, drei Rollen waren ein Film. Da hat man also praktisch selber so Kinovorführer spielen können. Genau so ungefähr. Aber das hat ja wirklich, das war zu der Zeit unerschwinglich. Das haben wirklich nur die Geidigen gehabt. Also damals wahrscheinlich auch schon BMWler oder so. Nein, ja, die typischen BMWler, die alle nur Nachtschicht machen. Genau, und damit wir sich einen Super 8 Projektor leisten können. Ja. Und die 3 Rollen von Zombie und Glockenseil. Die arbeiten alle im 2.4 oder im 2.1, aber was anderes gibt es anscheinend nicht. Da gibt es nichts anderes. Dann haben wir drin... Wie lange ist das her? Super 8? Was waren das für Jahre? Oh Scheiße, ich glaube, das war in die 70er schon. Das weiß jetzt nicht auswendig, aber das war in die 70er schon. Okay, ja gut, das ist ja dann wirklich uralt. Ja, ich sage ja, das waren wirklich die Anfänge vom Heimkino. Okay, krass. Wenn man das so nennen hat können. Dann hat es natürlich einen Krieg gegeben zwischen die Formate, hat es damals schon gegeben, wie heute auch. Und zwar zwischen Betamax, VHS und Video 2000 zum Beispiel, ist auch ein ziemlich cooler Beitrag. Dann haben sie noch über diese ganzen Videozeitschriften dieser Beitrag dabei. Dann ganz cool fand ich, dass bestimmte Kinofilme auch schon zum VHS-Start gegeben hat. Oder andersrum, dass manche Kassetten schon in den Videotheken gestanden sind, obwohl die Filme gerade im Kino gelaufen sind, wie zum Beispiel Rambo. Rambo war gleichzeitig in der Videothek und im Kino. Cool, wow. Oder? Habe ich vorher nicht gewusst. Genau, es kommen auch verschiedene Videothekenbesitzer zu Wort, auch Canon-Films, die wo sie quasi ein ganzes Imperium aufgebaut haben mit der ganzen Videothekengeschichte. Videolabels werden noch porträtiert, VMP, VCL, CMV natürlich. Ich fand's so geil. VCL, heißt ausgesprochen Video kontra Langeweile. Habe ich wieder mal so irgendwie eingeschmunzelt.
Dann der Einzug der Erotikfilme in die Videotheken und Pornos. Genau, dann. Da sind viele Fotos vom Kani drin, da wo er die ganzen Kacke-Pornos dann abgekauft hat, oder? Ja, wo er dann lacht, weil Filme wie Alarm im Transendamm drinstehen und Ja, so, und dann weil wird drüber gelacht. Leidenschaft Kaviar, beste. Dann gibt es einen Beitrag über Mama, Papa, Zombie, der quasi die ganzen Horrorfilme damals, die Hexenjagd auf die Horrorfilme damals losgetreten hat. Die kleine ZDF-Doku. Über Zensur dann, ja, das war wirklich Wahnsinn. Kann ich empfehlen. Gibt es jetzt mittlerweile auch eine DVD davon von Mama, Papa, Zombie. Wer das nicht kennt, anschauen. Das ist Wahnsinn. Wie dumm die Leute früher waren, die das glaubt haben, was da vorgesetzt gekriegt haben. Wenn die Leute direkt abgelesen haben und wie inszeniert das Ganze ist, wirklich irre. Irre krass. Also gibt es auf DVD mittlerweile, schaut's mir rein. Dann, wie gesagt, über Zensur allgemein, dann der Einzug von den TV-Serien in die Videotheken als die neuen Videohits, quasi noch mit Akte X und solche Geschichten. Ja, also der Aufstieg und Wiedergang der Videokassette in einem Buch und das ist wirklich Wahnsinn. Also ich bin, wie gesagt, jetzt bis zur Hälfte durch und ich bin wirklich total begeistert. Ein richtig starkes Ding. Ist leider schon ausverkauft. Ich habe euch jetzt lange 10 gemacht. Das hat es leider nur zur Vorbestellung gegeben. Die Stückzahlen weiß ich jetzt nicht, auf wie viele Teile das jetzt im Endeffekt gekommen ist. Aber ich glaube, dass diese Nachfrage so groß ist. Und ich habe auch gesehen, dass bei eBay teilweise schon Angebote um die 200 Euro drin sind für das Buch. Der Anfangspreis waren 60 Euro. Und ich schätze, ja. Mann, wenn ich mir was teuer verkaufen möchte, dann kauft's keiner. Genau, so schaut's aus. Dann kaufst du mir ein Cover 3-mal und dann bleibst du drauf sitzen. Genau, und dann gebe ich es zur Hälfte Preis her. Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass da auch nochmal eine Neuauflage kommen wird mit dem Softcover oder sowas. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die das einfach so stehen lassen. Und das nächste Buch ist quasi auch schon in Planung. Das ist von Matthias Bogner, der das Art of Horror Magazin hat. Und zwar heißt das Buch Horror auf VHS. Und das gibt's ab 2024 bei Amazon zum Bestellen. Wann das aber zum Bestellen ist, das weiß ich jetzt selber nicht. Aber es könnt selber, wenn ihr noch coole Ding habt, Geschichten aus einer Videothekenzeit, dann könnt ihr es ans Art of Horror Magazin mailen, vielleicht noch mit einem Foto dazu, von der VHS oder von einer Sammlung oder was weiß ich. Und diese Geschichten werden auch abgedruckt in dem Buch. Wenn es ein Gescheite ist, außer es ist ein Scheißdreck, dann kommt es natürlich nicht rein. Also der Gnedelwutzler schreibt gerade im Chat, er hat nur Ohr-VHS und das ist Startzeit Nummer 1. Da muss doch eine richtig geile Geschichte hinter stecken, Gnedelwutzler, warum du diese VHS hast. Ja. Gnedelwutzler, wie bist du? Wie bist du, Gnedelwutzler? Ja. Das mich interessiert. Nur so nebenbei. Ich mag jetzt kein Youngster-Shaming betreiben, aber mich würde jetzt gerade interessieren. Also, wie gesagt, wir können euch auch noch mal darauf aufmerksam machen, wenn da eine Neuauflage käme oder so, weil das Ding rentiert sich wirklich. Ja. Ganz starkes Ding. Der Kani ist begeistert, wenn du über Bücher redest. Er hat jetzt gerade so leidenschaftlich gegähnt, dass ich schon leicht wuschig bin. Ich glaube, dass ich mir eben schon mehrere Seiten gelesen habe, weil du zum Arschlochhauswischen hergenommen hast, Klopapier, das soll ich da, gell? Also, bloß da Schnauzen. Hast du mir das letzte Mal noch nicht richtig blöd angemacht, weil ich sag, dass ich einen Manga gelesen habe? Nein, das war der Geity Boy. Ach so. Ich lese ja selber auch Mangas. Ja, gut. Ja, meine Oma hat gesagt, Comics lesen ist nicht lesen. Was? Ja, gut. Ja, nicht wirklich. Lesen ist lesen, Schnauze halten. Okay. Ja. Da würde ich sagen, hier, lesen Los, ist meine lesen. Oma. Er schreibt gerade, Gnedelwutzler hat die Geschichte aufgelöst. Sie ist sehr spannend. Halt sich bitte fest. Er war Will Smith-Fan und er hat den Film geschenkt gekriegt. Also, wow, die Geschichte ist voll spannend, kannst du nur mal verzeihen. Ja, schickt es bitte da hier, info@artofhorrormagazin und dann bin ich gespannt, ob das Ding abgedruckt wird. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Wir drücken dir die Daumen. Hey. Gnedelwutzler. Das ist fast wieder Mike, ein riesiger Will Smith-Fan. Mike hat sich gefreut, als jetzt der Trailer zu Bad Boys 4 gekommen ist, oder? Ich habe das gelesen und mir gedacht, das ist bestimmt ein Witz. Dann wollte ich schauen, ob das der Postillon geschrieben hat. Hat er nicht, also muss fast wahr sein, dann war ich traurig. Ich hasse ihn so viel. Ich hasse die Fresse so viel. Nein, jetzt lass ihn mal. Der hat so Spiral für uns gerecht. Also dafür muss er schon einen Steuerbredel haben. Stimmt, ja. Der muss er schon einen Steuerbredel haben. Unsere Frau hat die gleiche Frisur wie du, also bitte. Jada Pinkett Smith hat mehr 1000 geile Filme gemacht als mit der. Jetzt sind sie aber auch gar nicht mehr zusammen, oder?
Ja, Gott sei Dank. Ist jetzt mittlerweile gar. Das ist ja. Nachdem es geheißen hat, dass der Tupac hier einmal am Pfeife gelangen hat, glaube ich, seitdem ist gut, kann es sein. Weiß ich nicht. Ich weiß alles, nicht was ich genau. jetzt sage, ist gelungen und ist halb wahr. Ja, das passt schon. Hauptsache der Chris Rock hat auch nicht gefangen für so Spiral, da sind wir uns einig. Ja. Der nächste bitte. Habt ihr schon mal True Detective angeschaut? Ja. Ja, ich schaue es jetzt gerade nochmal, weil jetzt ist ja die 4. Staffel heraus, jetzt habe ich nochmal angefangen mit der ersten und also die erste ist ein Warleck vor dem Herrn, das ist ja praktisch so, wenn du den Duden reinschaust, wo es Warlecks sind, dann steht True Detective Staffel 1 da drinnen. Das ist ja unglaublich, wie scheiße gut, dass diese Staffel ist. Also ich bin Alexander Daddario. Aber hallo, ja, Thierry Möpis da und der Arsch und wenn du dann denkst, du willst der Harry Woodleston, weißt du schon? Ja, jetzt habe ich ja kurz einen Schlag verkauft, aber hey, die sitzt da wie bei New Kids mit ihren nackten Muschi sitzt die neben ihm in der Szene. Ja. Da hätte man, wenn ich er oder Woody Harrelson, dann würde ich auch sagen, ich will auch mal meine Finger reinstecken, ich darf nie was reinstecken, immer nur die Finger reinstecken, Junge. Da warst du doch am Finger schon, Frau, aber ich habe das jetzt nicht gesagt. Mir war es wurscht, und wenn es Klobürsten war, also das war mir scheißegal, solange die Was ist denn los? Also, Alexandra Daddario ist eine Göttin, diese Frau ist eine Göttin. Da passt wirklich vom Scheitel bis unten zur Fußhornhaut, da passt alles. Zur Fußhornhaut? Okay. Ja, also so ziemlich der unterste Punkt da jetzt mit. Aber die ist engelsgleich, die hat keine Hornhaut. Die wahrscheinlich ein Säugling hat die Füße. Ich glaube, die hat wahrscheinlich Haut wie der Babyarsch, sogar unten an der Fersen. Ja. 100%, also die brutal. Aber wie gesagt, also der Matthew McConaughey und der, wie habe ich vorher gesagt, der Harry Woodleston, die zwei in der Hauptrolle, unglaublich geil. Die geile Szene mit dem Matthew McConaughey, wenn er sagt, dass jetzt Donnerstag Nachmittag ist und er fängt donnerstags schon mittags an zu trinken, weil donnerstags ein freier Tag ist und das lässt er sich vorher nicht nehmen und dann bloß dann so geil die $10 für die, dass sie ihm jetzt ein Sixpack holen müssen, sonst schmerzt es nicht weiter. Weltklasse. Ich liebe diesen Typen. Ich liebe ihn. Ich habe jetzt auch die 2. Staffel schon angeschaut. Und was da echt schade ist, dass weil da heißt es immer, die ist nicht mehr so toll und die ist für sich alleinstehend, ist die aber voll geil, aber weil die halt nach der ersten gekommen ist, hat die nur verlieren können. Das ist eigentlich ziemlich schade, weil das auch sehr gute Ding ist. Der Colin Farrell ist super, der Vince Vaughn, das glaubst du irgendwie überhaupt nicht, dass der sich eine Rolle spielt, so glaubhaft rüberbringen kann. Ist aber auch ganz, ganz stark gewesen. Aber die Tonalität ist ja da komplett andere als bei der ersten Staffel. Das ist halt ein Riesending, dass das so auseinandergeht, aber dann auch also allgemein, der hat halt auch so viele Hauptrollen. Da hast du den Vince Vaughn, den Colin Farrell, den Tyler Kitsch und dann noch die Rachel McAdams, diese 4 Hauptprotagonisten und dann so ganz viele Nebenfiguren. Und das, glaube ich, bricht der Serie dann auch ein wenig als Knack, dass es so viele Schauorte und so viele Leute sind, dass du wirklich schwer mitkommst teilweise. Du musst wirklich richtig dahinter bleiben. Und jetzt habe ich noch angefangen mit der ersten Folge von der 3. Mit dem Mahershala Ali. Und erstens, ich liebe den Typen schon. Und die hat auch wieder eher so den Ton wie die erste Staffel jetzt gefühlt. Kann jetzt, wie gesagt, noch nicht voll beurteilen, weil erst eine Folge, aber allein diese erste Folge macht schon wieder so diesen Vollgas melancholischen Depri-Eindruck, dass ich sage, ja, geil, habe ich Bock drauf. Und die 4. wird ja auch schon wieder überall gelobt. Ich bin gerade voll im True Detective Fieber. Ich liebe sie. Sehr schön. Wow. Habe ich nicht damit gerechnet, dass du tatsächlich so ein Warleck mal wieder mitnimmst. Nimm ich sonst keine Warlecks mit? Ja, normalerweise ist es gepaart zwischen irgendwelche Geschichten, die du erlebt hast, Bashing von uns Gibt schon noch was. Ja, Star Wars. Gibt schon noch was. Star Wars läuft aktuell. Oh. Marvel hätte schon was. Die X-Men 97-Serie, die ersten Folgen sind ja raus. Boah, ist das gut. Wahnsinn, oder? Wow. Pum. Wow. Pum. Da bin ich schon wieder wie mit dem Straubinger Kino. Pum, ist da schon wieder. Aber da mache ich es mit meinem Schwanz. Also, da geht's richtig ab. Aber wie du schon sagst... Diese musst du ein bisschen auspiepen, Corby. Das ist gar alles. Wenn man Schwanz sagt, Entschuldigung. Ja. Deswegen sind Ringspuck nicht gehört. Das schneiden wir bitte ganz. Nein, und hier schneiden. Und hier schneiden. Und dann gibt es Listen. Mit einem Haufen Timestamps gibt es immer Listen. Piep, piep, piep. Nein, X-Men 97 voll geil. Ich habe jetzt auch richtig Bock. Ich hätte schon voll lang Lust drauf, dass ich die alte mal anschaue. Aber die ist ja nur auf Englisch drinnen. Da habe ich die ganze Zeit nicht in die LAN bisher gehabt, dass ich es mir mal anschaue. Aber nachdem ich jetzt die ersten 2 Folgen gesehen habe,
Irre geil. Und es ist ja wirklich Erwachsenerzeit, diese Sache bis jetzt. Das kommt mir, also es ist wirklich nicht so eine Kinderserie, sondern das hat eine ganz erwachsene Tonart mit drin, die da mitschwingt. Das war ja die 90er-Serie auch schon. Das war ja auch schon von den Thematiken her auch mit dem Ausstoßen von die Andersartigen und so. Das war schon immer sehr politisch, X-Men. Ja, das sowieso. Das ist ja das Geile bei dem X-Men 97. Da irgendwelche Leute beschweren sich ja da schon wieder, dass das woke ist. Und da denke ich mir so, Alter, die Serie, X-Men ist ja, wenn es nach dem geht, dann schon immer woke gewesen. Das Thema war ja schon immer omnipräsent bei X-Men, so wie es du jetzt ja gerade gesagt hast. Wie kann ich das übersehen haben, meiner Lebtag lang, wenn ich X-Men angeschaut habe, dass ich auf einmal sage, hey, halt mal, jetzt ist aber woke das Thema. Gell? Ja, aber vielleicht ist das aber auch, sagen die das deswegen, weil jetzt die Rogue zum Beispiel nicht mehr so einen definierten Arsch hat und nicht mehr so einen großen Busen. Ne? Ja, aber irgendwie aber Déjà-vu. Das haben wir doch das letzte Mal schon thematisiert. Ja, wir haben da schon mal kurz drüber geredet. Ja. Aber ich finde es toll, dass ihr Arsch praktisch in 2 Warlex vorkommt. Ja, der ist aber auch wichtig. Okay. Aber das darf jetzt nicht als Vogue bezeichnen, das darf ich einfach nur als Beschissen bezeichnen und sonst nichts. Ich möchte einen richtig geilen Knackbooty da drin haben. Ah, gut, dann fährt ich halt wieder zu One Piece weiter da. Die wissen noch, wie man Frauen darstellt. Oder Fairy Tail ist da auch brutal. Fairy Tail ist auch Wahnsinn, der Anime. Apropos One Piece. Ein anderer großer Manga-Autor ist jetzt erst vor kurzem gestorben und ich finde, das sollte man zumindest kurz mal erwähnen. Mike, ich weiß nicht, ob du mir angekriegt hast oder ob die das überhaupt irgendwie tangiert. Ich habe gesehen, dass der Son Goku traurig war, weil er gestorben ist. Ja, mehr weiß und ich zwar nicht. Der Schöpfer vom Son Goku ist tot. Der Akira Toriyama. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen dieses Mal. Ja, ausnahmsweise, ja. Ausnahmsweise, ja. Das macht mich auch ziemlich traurig, weil ich glaube, das ist also das ist der gleiche Aff wie der Autor von One Piece. Der ist nur am Werkeln und am Arbeiten und dann stirbt er relativ früh. Und irgendwie ist das ziemlich traurig. Der war Mitte 60, oder? Ja. Auch witzig. Er war schon ein paar Jahre gegangen. Ja, sehr schade, gell? Der hat auch meine Kindheit und Jugend mit seinem Dragon Ball Scheiß sehr geprägt. Ja, sehr oder schade. Dr. Slump. Und jetzt habe ich auch gesehen, dass die, wie heißt die mit dem einer Dämon, dem Sanddämon, das ist doch jetzt auch bei Disney Plus draußen, das ist auch eine Schöpfung von ihm. Achso, das weiß ich nicht. Disney Plus habe ich Animes, schaue ich nur Bleach. Ansonsten bin ich da noch gar nicht bewandert, was Disney Plus so drin hat. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Bullshit gerade erzählt und das ist überhaupt nicht von ihm. Das berichtige ich aber jetzt nicht. Gold auf Disney Plus. Naja, gut. Ein anderer Blödsinn, den ich gesehen habe, weil eigentlich das war einfach ja nur kurz reingeworfen. Ich habe auf Sandland, sagt der Gnedelwutzler. Hast du das auch gerade gesagt? Ja, Sandland, das meine ich. Ist das schon vom, warte mal. Der Gnedelwutzler ist sehr aktiv. Ja, sag ich doch. Sandland ist auch vom Akira Toriyama geschaffen worden, von dem her habe ich doch gar nichts falsch gesagt. Ich habe mal auf Apple auch was angeschaut. Also mit der Geschichte. Mike wird sich das, glaube ich, nie anschauen. Und er hat recht. Super. Das steht, wenn ich so gescheit bin. Vorab schon. Ja. Gescheit blöd. Ridley Scott hat sich gedacht, ui, es gab, glaube ich, noch keinen richtig guten Film von Napoleon. Den hau ich jetzt raus. Ja, na. But why? Ja, das frage ich mich auch. But why? Also Warum gefällt er da nicht? Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas mitgenommen hätte. Außer, dass er wirklich viele Leute in den Tod gerissen hat. Das ist ja die zentrale Botschaft des Films. Das haben wir in der Schule schon gelernt. Genau. Und ich finde, es gibt wahrscheinlich 10 bessere Verfilmungen als das, was er da gemacht hat. Ich habe nicht eine Napoleon-Verfilmung gesehen. Was man... Das einzige Napoleon ist aus Bill und Ted. Das Scheiße. Das Einzige, was man loben kann, ist, diese Schlachtszenen sind natürlich sehr aufwendig inszeniert und schon sehr bildgewaltig und was weiß ich. Aber das war's. Nicht einmal das Schauspiel von Mr. Phoenix hat mich irgendwie richtig mitgerissen. Er behandelt alles gefühlt einfach zu wenig und es dauert trotzdem 3 Stunden. Ich war am Ende sehr ernüchtert. Es soll ziemlich blödig sein, habe ich gehört. Wie schon gesagt, diese Schlachtszenen, die sind sehr bildgewaltig. Aber
Bildgewaltig heißt ja nicht, dass brutal sind. Ich habe gehört, dass wirklich da so Er Leute hasst enthauptet werden anscheinend und so. Pferde. Also er hasst anscheinend wirklich Pferde, die sterben sehr divers. Das musst du auspiepsen, sonst ist der Söder auf 180. Okay, das ist okay. Wenn dann lieber Mr. Söder, schreiben Sie es doch in die Kommentare, dann piepst es raus. Er mag nichts von divers wissen. Dann müssen wir jetzt so PferdInnen sagen, dass der voll wahnsinnig macht. Ja, und dann fällt er jetzt an einem, Pferd Doppelpunkt innen. bleibt ihm sofort sein Leberkäse im Hals stecken. Ja, aber keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht so ein Niveau, dass ich sage, weil ich habe mir erst vor kurzem ein Ding geschaut, Braveheart, dass das irgendwie vergleichbar war. Ja. Also ich war für das, dass ich sehr gehypt war, als ich den Trailer gesehen habe, und der Trailer macht ja richtig Bock, fand ich den richtig belanglos. Aber bin ich gespannt, weil bei mir steht auch auf der Liste, dass ich mir bald einmal anschaue. Okay. Napoleon, Killers of the Flower Moon und dann noch ein Poor Things sind neu geschissen. Ja, also drei Männer mit zwei da muss Meerballern. ich auch sagen, Killers of the Flower Moon ist im Gegensatz zu Napoleon wenigstens spannend. Bei Napoleon weißt du schon, wie es ausgeht, das ist das Blöde. Ja. Vielleicht ist aber auch der Zenit von Ridley Scott einfach überschritten. Der ist jetzt, bei der Wie geht alt auf ist denn der? 90 zu, oder? Ich glaube, dass der 85 ist oder irgendwas. Ja, Oh, das leck, ist- stimmt. Der ist Also richtig 1000 wilde Jahre Scheiße. alt, also vielleicht dann ist manchmal auch der Zenit überschritten. Der ist Weißt du? der ist 86. Ja, Ja, aber du schaust an Christopher Walken an, der steppt noch fresh durch Dune 2. Fällt überhaupt nichts. ja, aber das halten sie alle besser für die anderen. Ja, stimmt auch wieder. Schau dir Mio, ich bin noch keine 40 und kann jetzt schon umfallen. Ach, und jetzt sehe ich gerade, er macht ja auch tatsächlich Gladiator 2. Er macht den selber. Das, Ja, Falle macht dann selber. Wer soll aber denn sonst den da? oder lebt, ja. Weiß ich nicht, irgendjemand, der jünger ist, die Premiere von dem Film vielleicht nur erlebt. Wenn ein Russell Crowe nicht dabei ist mit Ultraranzen, mag ich den nicht sehen, den Film. Er kann ja vielleicht schon mal eine Videobotschaft aufnehmen für die Premiere, falls er es nicht mehr da kriegt. Das sind so geil, weißt du, auf der Leinwand, wie die Gäste, die so wenig schaffen zu der Premiere. Hi, I'm Ridley Scott. Sorry, I can't be here today. I'm dead. Die Menge lacht. Ja, genau, alle lachen. Ich dachte, das ist lustig. Familie sitzt in der ersten Reihe und warnt. Oh Gott. Nein, die sagt dann Fast auch so wie in Ridley. der- Der fast war so wieder. wie in der Kirche bei der Beerdigung, wenn der Pfarrer vorne steht, während die Familie sitzt da, ist sau traurig und völlig fertig, weil er ein Familienmitglied da ist und der Pfarrer steht vor und sagt, hoffentlich wird unserem verstorbenen Mitglied der Gemeinde vergeben für seine Sünden, er war ein Sünder und seine Sünden müssten vergeben werden. Ich sage, halt doch dein Maul, du Arschloch, warum verzeihst du die ganze Zeit, dass er ein Sünder war, wenn er vorne die ganze Family sitzt und halber am Verrecker ist vor lauter Worten und du verzeihst, wie schlimm das anscheinend war, weil er ein Sünder ist und er muss vergeben werden. Mir muss gleich vergeben werden, wenn ich 4 gehe und das schluckt ihm im Kreis. Ist das eine wahre Geschichte? Ja. Ja, das ist doch immer so. Einmal ist mir so extrem vorgekommen, die hat die ganze Zeit bei seiner ganzen Predigt drauf rumgeritten, dass dieser Frau, die da verstorben ist, hoffentlich für ihre Sünden vergeben wird. Und ich hab mir die ganze Zeit gedacht, Alter, du bist doch nicht ganz dicht, du Arschloch da vorne. Hoffentlich hat's Ja. Glück. Hoffentlich brennt sie nicht im Höllenfeuer und im Fegefeuer. Die arme Frau, Himmelvater schon oben, hol sie raus, die hat ja nichts da, geh weiter, geh zu, hat er gesagt. Voll Idiot. Geh weiter, geh zu. Ja, die Katholiken, die leiden einfach gern von deswegen Anfang einfach. bis zum Schluss leiden die Deswegen ist gern. einfach. Jetzt stell dir mal vor, das soll bei dir entschieden werden und dann stolpert der Gott über den Podcast Viva la Illusion. Ja, dann sagt er, komm auf, mir war eh schon langweilig, verzeih mir das Zeug Ich glaube, live. dass er einen Kani instant mit einem Blitz umbringen darf, nur dass er einen Ohm hat im Himmel und lacht sich einen Arsch ab damit, 100%. Wahrscheinlich. Gutes Ja, aber Kerl. die Art Humor, die der Gott hat der Kani auch, glaube ich. Also ich glaube, die kann sich super verstehen. Das ist ja das. Und Du ich bin kannst halt da recht wieder so, haben. ich bin halt da auch wieder mal sehr bescheiden unterwegs, weil ich da so jetzt nie über mich selber sagen. Das Ja, überlasse das ich dann hab ich eben. gesagt. Das Ja. passt dann schon. Das sagst du mal wieder meine Bescheidenheit. Bescheidenheit und Kani, das ist ja fast das Synonym. Ja, eben. Da gibt's überhaupt Ja. nichts. Und wie gesagt, ich muss ja nicht sein, ich muss ja da nicht großkotzig sein, das machen ja alle anderen um dumm. Dann passt das Ja. schon. In dem Fall Gut. hat der Mike jetzt wieder bewiesen. Der alte Mike, wie schaut's aus? Du als alter Japan-Liebhaber hast da schon was von Shogun angeschaut, nachdem ich es empfohlen hab. Nein. Nein. Shogun, leck mich am Arsch, ist das eine fette Serie. Also das ist wieder mal, das hat Game of Thrones Niveau fast für mich. Das Echt? Ding. Ich bin voll drin, ich fiebert jeden Dienstag auf die neue Folge hin.
Das ist so eine geile Geschichte, das sind so geile Figuren, das ist, und halt auch gleich wieder so ein Haufen Intrigen und so weiter mit eingeschrieben. Es sind fast lauter geile Sets baut, das ist draußen gefilmt, du kennst die CGI, wenn dabei ist, dann merkst du es fast nicht. Also das hat wirklich, das ist wieder mal ein Produktionsniveau, wo ich sage, genau so soll jetzt doch Standard sein. Zumindest fast so. Warum nicht immer so? Ja. Das ist also wirklich unglaublich gut. Schön blutiger teilweise. Also das ist halt nicht so Splatter-Ding, sondern so geil reell blutig. Wenn du weißt, wie ich mein. So, dass es unangenehm ist zum Hinschauen, wenn es da einen Kopf oberhauen oder wenn es mit Kanonen Leute auf die Pferdl zusammenschießt und hängen dann da, der Arm ist fort und das Gesicht fort und ihr schmerzt da noch ein bisschen. Sehr unangenehm teilweise. Und es ist halt auch geil, weil da strandet ja praktisch so ein Engländer bei einer und dann dieses geile, diese Kulturen, die da aufeinandertreffen, diese alten Engländer mit einer und dann diese Japaner mit einer Ehre, die über alles geht und wie sie die irgendwie miteinander zusammenraufen müssen mit Sprachbarrieren und so weiter und so fort. Also unglaublich gute Serie. Ich bin richtig begeistert von Shogun. Ich hab da so gut wie nichts erwartet. Hab viel gelesen, dass das recht gut sein soll und hab mir gedacht, ja, schaust du mal die erste Folge an. Hab mir wirklich ab der ersten Minuten gehabt, das Ding. Aber so richtig mit der Beißzange und die Eier, dass ich nicht mehr wegkomme davon. Cool. Da gab es schon mal Serienumsetzung anscheinend aus den 80er, hä? Von Shogun? Ja. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt ein Bierchen, wenn ich das richtig ein im Kopf Roman, hab. ja. Das habe ich jetzt im Kopf, aber da es schon mal eine Serie gegeben hat, weiß ich leider nichts. Doch, wie ich hier sitze, kann ich euch mitteilen, 1980 ist da schon mal eine Miniserie dazu rausgekommen. Okay. Okay, interessant. Interessant. Aber wie gesagt, schaut euch Shogun an. Mike, haust du mal eine. Das einzige Manko, was ich jetzt für mich nicht als Manko gut schreiben kann, weil ich ja Animes nur mit O-Ton anschaue und lesen tue dazu. Das alles wird halt, die reden halt alle Japanisch die ganze Zeit. Du musst viel lesen die ganze Zeit. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ihr das Narcos angeschaut habt, da waren wir es dann auch schon gewohnt. Wenn ich mit Untertitel arbeiten kann, wenn mir das nichts ausmacht, dann passt's. Ansonsten kannst du ein Problem kriegen, wenn du sagst, das ist der Bock überhaupt nicht, weil du 3/4 von der Folge liest du, weil ich halt nur Japanisch rede. Ja, Okay. in Narcos haben sie nicht so viel Japanisch geredet. Ja, das stimmt auch wieder, da habe ich mich vertun. Hey, ich fand's witzig, okay? Du findest immer deine Witze witzig. Ja, Ich fand das nicht so gut umgekehrt. Corby kicken wo? Den Button habe ich nicht da, fix mal nicht. Ja, Aber haut euch eine damit Ja. jetzt. Ja, Mike, Kim, erzähl, was hast du noch? Ich hab wieder mal bei Necrostorm Italia abgestellt. Oh, Ja, und zwar Tater Burger, das Sequel zu Tater City. Und ja, also, was soll ich sagen? Das ist wieder Necrostorm vom Feinsten. Ne? ehrlich? Ja, das ist wieder so eine Gore-Granate, dass wirklich der Rauch davor geht. Story Arsch. Die wollen eigentlich gar nichts erzählen, das spielt sich alles nur in 2 Räume ab, der ganze Film. Voll okay, oder? Voll okay. Und ja, und wenn's dann hingelangen oder hinschießen oder irgendwas, dann platzen die Leute auf in alle Richtungen und so. Und vor allem ist es bei Necrostorm immer so geil, weil die haben ja diese 3 Ebenen, die quasi zusammenschneiden so oder übereinander legen. Da diese, so das Reale quasi, dann das CGI und dann die Practical Effects. Und dieses so diese Symbiose aus dem Ganzen gibt die Necrostorm-Sachen immer so ein ganz eigener Flair. Und das macht aber auch die Splatter-Effekte so geil. Und da sind Sachen dabei, wie gesagt, mit Kettensäge zerstückeln und dann einer halt Tint eine in so einen Lüfter, in so einen Häcksler und der wird dann ganz nach und nach die Hände so zusammenkeckselt und so. Das schaut alles so krass real aus, dass der Rauch davor geht. Also das ist wie gesagt, Story, Schauspieler, alles für den Arsch, aber Hauptsache ein Haufen Gore und das haben sie wirklich drauf. Und wirklich, ich glaube, die letzte 3/4 Stunde vor dem Ding, ich glaube, es sind gerade 80 Minuten oder 75 Minuten, und die letzte 3/4 Stunde vor dem Ding wird nur gemetzelt. Also wer wieder mal... 3/4 Stunde, okay? Ja, das ist schon wieder, das ist so heftig und so ausschweifend, dass du sagst, ja, cool, jetzt habe ich wieder mal so eine richtige Schlachtplatte gesehen. Also über die Hälfte vom Film ist Fleischwolf.
Ja, schon. Am Anfang braucht er ein wenig, bis er startet. Und wie gesagt, sie versuchen eine Geschichte zum Verzeihen mit Lebensmittelknappheit. Und jetzt werden die Leute, die sterben, kommen dann in diese Burger rein und alle sind ganz süchtig nach den Burger. Haben einen Hauch Gesellschaftskritik drin und so. Ja, alles für den Arsch eigentlich. Also, aber es ist halt wirklich, von den Schauwerte her, gibt's da wirklich was geboten. Wer da für die alten Ittenbach-Filme oder so was übrig hat, der soll halt bei Tater Burger auch mal reinschauen. Necrostorm hat jetzt mittlerweile die Versandkosten wieder wegen gedrosselt, sonst hätte ich da niemals mehr bestellt. Die haben eine Zeit lang noch, oder zu Zeiten von Corona, haben die, ich glaube, da waren es um die 30 €, was die Versandkosten zahlt hast für so einen Drecksfilm. Und mittlerweile haben wir wieder ich glaube, sogar bei freiem Versand ab 20 € oder 25 € oder so. Ja, und ich habe mir dann auch gleich noch ein Ding bestellt, ein Adam Chaplin Part 2. Der meine kommt aber ist erst in der Mache. Und ja, ich freue mich wieder. Also wenn das so weitergeht, also Necrostorm. Das waren Italiener, oder? Die Necrostorm. Ja, genau. Das ist, ich habe mir es extra aufgeschrieben, der Giulio De Santi heißt der Regisseur. Und ja, Mordsbrackel, der ist, ich spielt ja selber auch diesen Adam Chaplin in die Adam Chaplin-Filme. Das ist der selber. Das ist echt der Bracke. Ja, voll das Bracke. Und ja, wenn man so schaut, die sind immer dieselben Leute, die die Filme machen, das ist anscheinend direkt dieses Produktionsstudio und die dort nichts anderes als so diese Filme machen. Und das mit Erfolg, möchte ich fast behaupten. Also die Gorehounds werden auf alle Fälle bedient und alle anderen, die schauen nicht noch alle in Filme. Das Finale von Interstellar und verklären Sie mir dann bitte. Wie richtig. Oder den ganzen Film Tenet. Ja, also Corby, bist du heiß auf Tater Burger? Ja, voll. Wie schaut's aus? Necrostorm am Filmabend. Ja, Marathon. Ja. Und ich mir behaupten, dass Tater Burger um einiges besser ist wie Tater City. Bestimmt. Viel besser. Also das Sequel ist wieder mal so ein Fall, wo das Sequel besser ist wie das Original. Wie so oft. Ja. Ich habe das alles gerade zum allerersten Mal gehört. Deswegen sage ich es immer wieder, weil viele Leute sagen jetzt, Necrostorm, ich sehe schon die Googeln da draußen, inklusive ein Corby. Googelt es, schaut es euch an, weil es cool ist. Es sind da immer wieder von den älteren Sachen Filme in Deutsch synchronisiert worden und dann in Mediabooks gekommen, aber die letzten 10 Filme irgendwie nimmer. Also holt euch das Zeug aus dem Internet und die Dinger haben immer englischen Ton und ewig viele verschiedene Untertitel, also auch deutsche Untertitel. Also, und so viel lesen müsst ihr da nicht, ich schwör's euch. Das könnt ihr euch schon einbauen. Da ja, unterschreibe ich. Also, ich habe auch noch nicht so viel vorher gesehen, aber das ist alles amüsant. Ich hab ja schon des Öfteren gesagt, Mike, so wie du mal über Filme redest, da hat man dann auch wirklich Bock. Sehr schön. Von dem her, ich hätte das gern mit euch anschauen, ja. Ja, also darum sage ich ja, Necrostorm Family-Filmabend. Ich glaube, dass wenn du da wirklich noch wegen ein Bierchen trinkst oder ein paar Kumpels dabei sind, dann macht die Kacke noch mehr Spaß. Warum macht der nüchtern keinen Spaß? Jo, schon, aber ich sage ja noch mehr Spaß. Ach so. Ja, okay. Hör zu, was ich sage. Hör zu. Ja. Das ist typisch Corby. Es ist wie mit dem. Typisch Corby. Ja, er hat es am Anfang schon gesagt mit dem News-Zeig. Da weiß er keiner was davon. Und 800 Mal habe ich es ihm schon erzählt. Ich check's nicht. Ja, du bist aber blöd wieder von so jetzt. Ja. Hast du noch irgendwas dabei für heute? Schon? Was denn? Ich habe einen richtig coolen Film gesehen. Welchen? Zum allerersten Mal. Mit der Natalie Portman und der Mila Kunis. Star Wars Episode 1. Die haben da sogar Sex in dem Film. Geile Schere. Black Swan. Yes. Baby. Geilo. Ich habe den Film damals, wo er rausgekommen ist, 5 Minuten angeschaut und habe nicht kapiert und habe dann ausgemacht. Da war ich auch noch nicht so ein großer Natalie Portman-Fan. Mittlerweile, wo ich mir halt denke, hey fuck, wieso habe ich eigentlich den noch nicht gesehen? Habe ich mir dann gedacht, okay, fragt meine Frau, hey, wie schaut's aus, wenn wir uns Black Swan anschauen? Dann schaut's wie so an. Ja, schon, aber weißt du schon, dass der Film hart ist? Das ist so, wie hart? Was heißt das? Ja, der nimmt einen dann schon mit. Und dann habe ich halt verschiedene Sachen gefragt. Unter anderem, ist die Natalie Portman da drin nackt? Dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, warum reden wir eigentlich noch? Die Frage war nicht, das wird hart, der ist hart, sondern bei mir wird es gleich hart. Genau. Weißt du eigentlich, wie hart das ich werden kann, hat der Corby gesagt zu ihr. Ja, genau, richtig. Kein Leben ist so hart wie mein Schwanz. Piep.
das passt ja total zu mir. Es ist immer wieder schön, wie sehr und wie gut du mich kennst. Na, aber also der Schwanensee wird da ja wirklich sehr neu inszeniert und ich glaube, brauche über den Film gar nicht reden. Ich habe ihn sehr genossen. Er war spannend. Ich war am Ende sehr begeistert von der schauspielerischen Leistung von der Frau Portman. Sehr enttäuscht, dass diese Sexszene so kurz war. Da hätte ich gern schon noch mehr gesehen. Und eine Schere. Und die Kombination Mila Kunis und Natalie Portman, ja. Kann man schon auslassen, die zwei, oder? Da gibt es schlechtere Pärchen. Ja, schon. Ich brauche eine Frage. Das überrascht mich. Ich bin da nämlich gestern da gesessen und habe mir dann gedacht, ob der Mike den auch schon mal gesehen hat. Du denkst unglaublich oft an mich. Ja. Du bist echt so ein richtiger Homo. Ja. Gar nicht. Nein, nicht du. Doch, nein, gar nicht, aber ist der Fall mit Dinger. Also, ja, eben. Ich darf an Mike Dinger. Wirst du auch extrem hart? Na, fast. Ich schon. Aber bei dir ist dann eher so Luftballon mit Sand drin, oder wie mit so Mike Dings. Ich hab mir halt eher gedacht, ja, ich kann das immer nicht so einschätzen, ab wo ist die Grenze des Mainstreams erreicht, wo der Mike dann sagt, ja, okay, na, das interessiert mich dann eigentlich schon fast nicht mehr. Ich glaube, dass der so wenig Mainstream ist, dass der Rauch davor geht. Also ich glaube, dass eher so der Normalschauer bei dem Film sagt, wow, leck, ist der langweilig oder was weiß ich, weil der ja langweilig? Weil der doch dem Arthouse nicht weit weg ist, wie hätte ich jetzt behaupten. Und auch die Ballett-Thematik, wir haben es ja gesehen bei Suspiria, dass da ganz viele Leute auch da mit dem Film nicht klargekommen sind, also dem Remake quasi, vom Guadagnino. Und also ich glaube eher, dass der, weil er so sperrig ist, doch eher der anderen Seiten gefällt und nicht unbedingt das Mainstream-Publikum anspricht. Aber hat der nicht 800 Oscars gekriegt? Schon ein paar, ja. Und ich merke sagen, dass der gar nichts. One. Für sie. Aber du musst sagen, sie war beste Hauptdarstellerin. Ansonsten lauter, also nur 4 Nominierungen, aber tatsächlich nur einen Oscar. Was ist los? Aber die Oscar-Filme selber sind ja in den seltensten Fällen auch richtige Mainstream-Filme. Das stimmt auch wieder. Aber jetzt merke ich doch, wenn wir uns diesen Hidden Figures angeschaut haben, da hätte ich jetzt die Hände ins Feuer gelegt, dass das Ding einen Oscar gekriegt hat als bester Film. Nein, hat er nicht. Und das war ja dann ein Film gewesen, wo ich gesagt hätte, ja. Ja gut, aber du hast Oppenheimer ja nicht gesehen. Ja, Hidden Figures ist ja nicht von dem letzten Jahr gewesen. Der ist schon gewesen, aber der ist älter. Aber okay. Oppenheimer, irgendwann läuft er mal noch verpflinden hinter Oppenheimer. Der ist echt nicht schlecht. Ja, Oppenheimer kann es anschauen. Also wie gesagt, das ist endlich mal wieder ein Film vom Nolan, bei dem ich nicht studiert haben muss. Wenn ich mal der nachvollziehbar ist, oder? Genau, da wo ich mich auskenne. So wie Batman Begins, da wo ich mich auch noch auskenne. Das stimmt. Und danach habe ich überhaupt nicht mehr gewusst, um was es überhaupt geht bei den Filmen. Hat sonst nur jemand von euch ein Warleck mit der Natalie Portman? Also mit der Okay. Das war jetzt geil. Das war jetzt eine richtige Fangfrage. Nein, da habe ich nicht so viel Warlecks mit der Natalie Portman. Also das ist, glaube ich, mein erster Crush war, den ich gehabt habe bei Leon der Profi. Da war ich ungefähr genauso alt wie sie. Also die war mir damals schon okay. Die hat mir damals schon immer gefallen. Jean Reno hat es mir damals schon, du wirst. Die Franzose. Ja, ist immer geil. Was meinst du, wie der weißt du schon? Weiß ich nicht. Wenn er dann nur zu mir sagt, wenn ich sage, wie schaut's aus schon? Und er sagt so, en français, und ich sage so, oui. Und dann sagt er, Teebeutel. Aber wo Teebeutel, ich schmeiße jetzt so schnell ein Warleck rein, weil es, glaube ich, lustig ist. Ich habe die Diskussion gehabt mit meinem Burm, weil der wollte immer wissen, von was für Superhelden wer die Erzfeinde sind von bestimmten. Vom Spider-Man, der Venom und so weiter und so fort. Und dann habe ich so aus Gaudi gesagt, was glaubst du denn, wer Mai? Oder ich habe gefragt, ob er meint, dass ich auch einen Erzfeind habe. Dann hat er sich überlegt und hat gesagt, ich glaube an Kani. Dann sag ich, wie gibst du denn auf das, Lumpi? Er hat gesagt, nein, wer hat jetzt gemeint, das kann vielleicht der Kani sein. Dann habe ich sich überlegt, sage ich, das glaube ich ist mein liebster Feind, den ich habe, der Kani. Ja, das stimmt schon. Ich bin immer brav zu dir, da kannst du mich auch nicht beschweren. Immer. Ich bin der braveste Kani von allen braven Kanis. Kanis. Ich liebe so sehr, aber es ist cool, dass mein Bub meint, wir sind mein Erzfeinde. Ja, ich lässt halt auch immer ein bisschen über die, wenn du nicht da bist. Ich weiß sehr.
Ja. Ich glaube, wenn du an der Klippe stehst und da kann ich da für einen guten Witz die Show abschmeißen. 100%. Alle. Ja. Wenn's weißt, was meinst du, wie lustig das ausschaut, wenn der unten an der Kante mit dem Kopf aufschlägt? Schau mal wieder mal. Oh Gott. Oh Gott. Das ist mir mal Probieren wir das aus. meinst du, wie geil, dass die Platte die Ruhe aufplatzen da, schau mal das so. Jetzt hör doch mal auf. Also, das war richtig geil. Ja, jetzt wird's grob. Seine Kinder hören da wahrscheinlich nur zu. Nein, die sind schon alle im Bett. Jetzt ist es voll wie Eifel, die haben schon im Bett. Die dürfen Ja. die dürfen nur die Folgen anhören, wo ich nicht dabei bin. Wegen explizitem Content. Das stimmt, ja. Die werden auch irgendwann mal größer. Ja, dann dürfen sie reinhören, dann sind sie auch nur dafür. Da gibt's ja explizit Dinge. Mike, aber du hast doch sicher noch irgendein Wallet gehabt, hast du gesagt. Du jetzt mal das Handy weg, Kruzifix. Nein, das brauche ich. Ich brauche das Handy Also. fürs Wallet. Und zwar habe ich mir eine Hörspielreihe angehört. Ich bin momentan wieder voll drin bei den Hörspielen. Ich habe jetzt erst einmal richtig fett durchgehört, die 3 Fragezeichen. Da habe ich mir jetzt, glaube ich, am Stück 100 Folgen angehört oder so. Und da ist wirklich auch wie bei Akte X, dass die geilen Folgen, die mit den Monstern sind, oder die angedeutet oder im Cover die wildesten sind, und die aber irgendwie so nach Krimi ausschauen, so regulär, die sind eher die Schwachen, finde ich. Aber ich habe wieder super Spaß gehabt und bin dann zu einer Serie gekommen, die heißt Chroniken des Grauens. Und das beschäftigt sich mit den Stories vom H.P. Lovecraft. Nur, das sind jetzt nicht einfach wieder mal diese bekannten Stories vom H.P. Lovecraft, sondern es geht in die Richtung Supernatural. Mal zur Geschichte, wir haben quasi 3 verschiedene Zeitebenen. Also die erste Geschichte, in der der Lovecraft diese Sachen erlebt, über die er immer geschrieben hat. Dann gibt's quasi den Zeitstrang in der Jetztzeit und dann gibt's dazwischen noch, ich weiß nicht, ob das an die 80er sind oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Und diese jetzt 3 Zeitstränge, die greifen ineinander. Und das finde ich super geil, weil die quasi in der heutigen Zeit gegen was ankämpfen müssen, da wo es Informationen erst kriegen, wenn sie die Vergangenheit erforschen. Und du kriegst dann quasi häppchenweise die Vergangenheit mit und bist dann immer am Wissensstand von den Figuren, die das Böse aufhalten wollen. Es ist zwar schon so, dass diese Figur, dass die Geschichten, das sind jetzt 10 Teile und ist abgeschlossen. Die erste Geschichte heißt zum Beispiel Dagon, die zweite die Gruft, die dritte die namenlose Stadt. Also man haben schon immer, die Titel haben schon immer an Lovecraft Stories 1:1 angelegt und behandeln das auch. Nur wie gesagt, wir haben da ein komplettes Universum, das diese Hörspielreihe abdeckt, und das fand ich so geil. Also das ist wirklich, auch von die Sprecher her ist das super. Ich habe schon befürchtet, dass das mit den 3 Zeitebenen recht verwirrend werden wird. Tut's nicht, weil es immer wieder, es gibt dann ab der 5. Folge die Cthulhu's Ruf heißt. Also es ist quasi, mit der 4. ist so dieses erste, die erste Historie ein wenig so abgeschlossen und geht dann wieder weiter mit Folge 5, der Ruf des Cthulhu. Und so hast du dann so einen Point, wo du sagst, ja, jetzt ist es ein wenig so abgeschlossen auf eine gewisse Art und Weise und da kann es jetzt weiter drauf aufgebaut werden. Und ich habe mega Spaß gehabt. Das ist super geil, wenn du diese Geschichten kennst, ist noch geiler. Wenn du das nicht kennst, das wird ja trotzdem durch diese, dass du ja immer mitkriegst, was dieser Lovecraft damals mitgemacht hat, bist du ja damit die Geschichte ja im Endeffekt auch vertraut, auf der er aufgebaut wird. Und ich war begeistert. Das sind 10 Folgen, die kann man sich schon anhören. War immer sowas von einer Stunde ungefähr, hat so eine Folge gedauert. Und kann ich wirklich jedem Horror-Fan, Lovecraft-Fan, auch vielleicht, wie gesagt, Supernatural, wer sowas mag, kann ich voll empfehlen. Die Chroniken des Grauens. Folge 1 cool. bis 10. Das ist auch bei Audible drin, oder? Das kann's auch. Ja. Das kann's auch. Ja, okay, das werde ich mir reinziehen. Das macht echt Spaß. Interessant. Ich hätte furchtbar viel Bock immer auf so Hörsachen, aber irgendwie komme ich da überhaupt nicht dazu, weil wenn ich mir was anhöre, dann bin ich da immer so in Musiklaune und habe schon öfter zum Einschlafen hätte ich versucht, dass ich sage, ich lasse irgendwas nebenbei laufen, aber dann bin ich jetzt schon wieder so, dass ich dann penne ich ein, dann schaffe ich 5 Minuten, dann penne ich ein und am nächsten Tag, fuck, wo war ich, jetzt muss ich nicht mehr anfangen und nochmal schauen. Das ist nix. Höchstens mal beim Autofahren oder so war das, da habe ich es jetzt schon 2-3 Mal geschafft, dass ich mir, da habe ich mir die Batman-Ding hat's doch da gegeben. Ja. Das Ding habe ich mir angehört. Die sind nicht schlecht. Und vom Neil Gaiman, das Bierchen, wie heißt das jetzt, da gibt's eine Serie dazu. Sandman. Nein, nicht ein Sandman, sondern ein anderes, wo der Hauptdarsteller heißt Richard und der verschwindet da vor mir aus dem echten Leben, den nimmt keiner mehr wirklich wahr und er ist dann in so einer er landet dann in so einer Zwischenwelt, in so einer Unterwelt, Okay. die sau gut gewesen. Oh, leck, jetzt fällt mir da Niemandsland oder Niemalsland, kann das sein?
Gute Frage. Also die zwei waren jetzt die einzigen Sachen, die ich jetzt einmal geschafft habe zum Anhören. Ja, auf dass ich hauptsächlich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann eben Podcast oder dann Hörspiele her, habe ich da jetzt in letzter Zeit einiges durchgehauen. Ja, das ist gut. Jo, das macht Spaß. Da ist auch eher anhören. Aber daheim dann jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, dass ich sage, ich höre mir jetzt ein Hörbuch an, weil lieber, wenn ich schon daheim bin und die Zeit hätte dazu, dann ich es lesen. Ja, aber da ich die Zeit nicht habe zum wenn Lesen. man irgendwas baut oder so, irgendwas dabei hören. Ja, da bin ich eher so der Musikhörer dann, weil wenn ich das anhöre, dann möchte ich mich zu 100% auf das konzentrieren, dann möchte ich das mitkriegen. Ja. Ich höre es ja dann voll beim Badputzen oder wenn ich irgendwas putze oder sonst irgendwas. Das macht er da kann ich nicht. Apropos kann ich nur eine Frage. Ich habe halt was gelesen, das hat mir wegen stutzig gemacht. Und zwar Eskimo Callboy machen einen Film. Nein, die haben, ich glaube, irgendein Konzert für einer haben es aufgenommen und das ist letzte Woche, ich glaube am 20. März ist das jetzt in ein paar Kinos ausgestrahlt worden. Ach so, okay. Weil ich habe das irgendwie so aufgefasst, war bloß so eine Überschrift und da habe ich mir gedacht, hey, die präsentieren ihren Film und die Einnahmen werden irgendwie gespendet an irgendwelche Jugendliche, die kein Geld haben für Musikschule oder Musikstudium oder irgendwie so. Also was damit mit den Einnahmen gemacht haben, da habe ich nicht voll mitgekriegt. Aber ja, es war auf alle Fälle kein eigener Film, sondern es war halt ein Konzert für einen. Ich wollte eigentlich hinfahren, aber ich habe das dann irgendwie übersehen und versammelt und war eigentlich ganz cool. Da ist heuer nicht Live-Sieg, oder bisher noch nicht Live-Sieg, war das eine coole Alternative gewesen. Sehr schön. Was ich aber live gesehen habe, war jetzt nur im Cineplex in Vilsbiburg, sind wir eingeladen worden von Markus, unser neuer Ansprechpartner da drüben, und der hat uns zur Premiere von Hundswut eingeladen. Dem Film vom Daniel Alvarenga, den kennt man jetzt so an sich wahrscheinlich noch nicht großartig. Es war ganz witzig, weil der Seppi ist mit mir da hingefahren und der Regisseur hat den Seppi dann erkannt, weil die miteinander vor ein paar Jahren schon mal ein Musikvideo gemacht haben. Aber sie haben es irgendwie beide noch nicht mehr gewusst. Aus dem Bereich hat man den kennt und ja, ich bin erst ein wenig skeptisch gewesen, ich habe mich nicht informiert zu Hundswut, ich habe nur gewusst, bayerischer Film, Kriminaler. Aber gedacht, oh Gott, der nächste Eberhofer oder wir. Und dabei ist der Film, boah, leck mich am Arsch, also der ist richtig, richtig gut, also am Ende vom Film, sie haben nämlich vorher schon gesagt, der lässt die mit einem sehr unguten Gefühl zurück, und da haben wir schon gedacht, was werden das jetzt wieder für der Film sein, weißt du, härteste Film seit Hostel und so, Gelaber, aber tatsächlich, der Film lässt die echt mit einem sehr unangenehmen Gefühl zurück. Und er passt halt also krass auf die heilige Zeit, weil da geht es halt auch um das grob zum Umreißen. Das spielt Anfang der 1930er in so einem kleinen Scheißhausbauernkauf in Bayern. Und es geschehen Morde und sie wissen nicht, wer der Mörder ist, und irgendwann meinen sie halt, sie haben ihn jetzt. Und es ist dann die Frage, haben wir ihn wirklich oder haben wir nicht? Und wie schaffen wir es, dass wir den jetzt aber trotzdem als Sündenbock darstellen lassen? Und es geht halt auch ganz stark um diese Thematik, nicht alles zu glauben, was verzeiht wird, sondern auch vielleicht mal hinterfragen in der heutigen Zeit, wenn man sich das anschaut, was so abgeht, was Leute glauben, wenn sie irgendwo eine Schlagzeile lesen, ja, besser passt fast nicht, als es da dargestellt wird. Und ja, der Daniel Alvarenga, vielleicht kommt noch eine extra Folge mit ihm raus. Wir sind jetzt gerade dran, dass wir schauen, einen gemeinsamen Termin zu finden. Der Bundesstaat müsste der 6.4. sein, um den Dreh. Dann läuft er überall los und es ist ja geil. Christian Tramitz ist dabei, die Christine Neubauer ist dabei. Wow. Da ist ja echt das namhafter Cast mit dahinter. Und man merkt dann zwar, sag ich mal, so an der einen oder anderen Stelle, merkst du halt schon ein bisschen, dass das jetzt halt vielleicht der Erstlingswert sein könnte. Aber das sind wirklich nur, wenn du da gezielt drauf schaust. Ansonsten, wenn du einen Film schaust, denkst du dir, krass, Alter, der hat ja schon was weiß ich, wie viele Filme gemacht. Und wer den Film irgendwo bei sich schauen kann, soll er unbedingt schauen. Es wird ja wirklich bayerisch geredet. Also das ist kein Mingerer Hochdeutsch-Bayerisch, sondern da wird umeinander beit. Einmal schön zum Hören, wenn so ein bayerischer Film, und dann ist es auch so. Der Typ hat er selber noch, der Daniel Alvarenga hat er noch ein Bierchen dazu geschrieben. Also der Hundswut gibt's auch ein Buch dazu. Ganz schön fleißig unterwegs, der Kerl. Drum, wer den Film irgendwie sehen kann, der lohnt sich. Erstens mal schon, hat es verdient, dass er unterstützt wird, und zweitens lohnt es sich auch wirklich, diesen Film auch zum Schauen. Und mit einem unguten Gefühl danach heim zum Fahren. Okay. Ja, ich bin schon neugierig. Ihr wart ja da wirklich total gehypt, und allein schon die Bilder, die man ja da sieht, wenn man mal ein bisschen danach googelt, das schaut schon ziemlich professionell aber aus.
Ja, also du merkst dem jetzt nicht an. Sie haben ja mit dem Budget und so weiter, aber das soll, wenn wir irgendeine Folge mit ihrem kriegen, dann hätte ich es gerne so selber verzeiht, aber sie haben mit dem Budget ein Thema gehabt und haben da selber viel mit reinhauen müssen. Du merkst im Film aber in keinster Weise an, dass da irgendwo was gemangelt oder gefeit hätte. Das ist trotzdem so eine gute Produktion, die ganze Sache, Wahnsinn. Cool. Hat er nicht sogar Premiere gehabt beim Stefan Penninger beim Penninger drin? War der nicht sogar Premiere? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Penninger war oder ob die in einer Premiere, also es war mit dem Penninger, weil der Penninger, man ist auch einer der Sponsoren des Films, der glaube ich hat da auch mit was mit rausgehauen. Aber sie war nämlich auch im Cineplex in Passau und jetzt weiß ich nicht, ob das die Premiere war oder ob die zwei gemacht haben da in der Gegend. Das weiß ich glaube, er hat gesagt Medienpremiere, oder? Kann auch sein. Wie gesagt, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, wo es da jetzt genau Sache war, aber lauter Halbwahrheiten halt. Halbwissen, Halbwahrheiten. Ja. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wie ich es gerade gesagt habe, irgendwo mal was hören, nur eine Schlagzeile lesen und dann dahinter stehen und sagen, genau so ist gewesen. Genau. Als wäre bei genau Gott den gleichen Podcast machen wie wir. Genau, einen völligen ahnungslosen Podcast. Der ahnungslose Podcast. Bevor ich jetzt noch mein letzten Ding außerhaut zum Schimpfen, hat noch jemand was für euch, weil dann kann man schon langsam zum Ende kommen. Kann man schon. Ich bin durch. Ich bin auch durch. Bist auch durch. Dann habe ich noch endlich mal wieder aber Dreck dabei. Der Corby hat schon gesagt, er wundert, dass ich noch nichts verzeiht oder nichts dabei gehabt habe, was aus Erlebnissen herauskommt. Und ich habe doch noch ein Erlebnis gehabt, weißt? Ab und zu vor allem müssen wir immer so Mental Health Care machen, schauen, Pausen in seinem Leben zu machen, Arbeit zum Kommen. Dann denken wir dann fast in einen Kaffee, nimmst du dein Bierchen mit, sitzt dich hin, trinkst einen Kaffee, frisst ein geiles Gebäck, liest ein Bierchen ein wenig. Einfach mal ein wenig Ruhe haben und allein sein. Und nicht einmal das kannst du in Ruhe machen, weil das erste sind zwei so behinderte Scheißbrunzen, die sie neben mir am Tisch sitzen, kaufen sie Kaffee in To-Go-Becher, weißt du, was wieder scheiß Müll ist, und hocken sie dann ins Café eine zum Trinken. Da Dinge wir da schon mit seinem Satz, das ist eigentlich behindert, ihr scheißeren Viecher. Hoffentlich verbrennt euch am Maul so, dass die ganze nächste Woche nicht einmal mehr einen Schwanz reinkriegt. Mist, leck, hab ich schon oft Schwanz gesagt, diese Folge. Das waren die ersten, wo ich mich da schon aufgeregt habe. Ich gesagt, wie dumm kann ich eigentlich sein? Alles zum Mitnehmen, alles zum Wegschmeißen und dann hocke ich mich in das Café rein. haben wir gedacht, okay, du möchtest ein bisschen entspannen, du möchtest ein bisschen Ruhe, lies weiter der Bierchen. Hocken sie die nächsten zwei alten Brunsten neben mir hin, kauft sie die eine Butterbrezen und lasst dann zurückgehen, diese Butterbreze, weil es ihr nicht knusprig genug war. Und dann denke ich mir, du miese alte Mistschabracke, du Dämliche. Du weißt doch ganz genau, was mit dieser Brezel jetzt passiert. Weißt du, die schmeißen es weg. Und bei Essen wegschmeißen, da kriege ich sowieso, da kriege ich Puls von 180. Und dann kommt nämlich die wieder zurück und die Verkäuferin sagt so, was stimmt mit der Brezel nicht? Die ist ja wie ein Kaugummi, die ist ja nicht knusprig. Ja, unsere Brezen sind alle so. Nee, die sind nicht alle so. Dann ist doch, unsere Brezen sind nie knusprig. Die sind immer eher so gnatschig. Da gibt's ja, die einen machen sie knusprig, die anderen gnatschig. Ja, nein, dann lass uns lieber wegschmeißen. Ich denke, du blöde alte Sau, hoffentlich bleibt dir das nächste Essen, was du kriegst, im Holzhänger, du Rimpfig, du Traurigs. Da war ich schon wieder bald durchtrat. Dann denkt, alles klar, in Ruhe in einem Café sitzen, einen Kaffee trinken und ein Bier lesen, ist anscheinend nicht mein Moment, um Ruhe und Energie zu tanken. Muss ich mir was Neues suchen. Irgendwo, wo anscheinend keine Menschen sind. Das ist ja ein bisschen ähnlich zu dem, was ich ja übers Kino auch gesagt habe. Also, du denkst ja, okay, da steckt ja was Gutes mit dahinter und du siehst es auf der großen Leinwand und du kannst es genießen, aber eigentlich machen es die Leute um dich herum einfach kaputt. Ja, Problem. Im Kino habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich das ein bisschen ausblende, weil das für mich dazugehört, weißt du, dieses Essen und Rascheln und so weiter. Es gibt natürlich, so wie das letzte Mal, Leute, die das übertreiben, auf die Spitze treiben, aber überwiegend, es gibt Leute, die sagen, die gehen ins Kino, weil Leute da drin essen. Aber das kann ich Gott sei Dank bis zu einem gewissen Grad ausblenden. Na, du Lügner! Und du bist ja noch neben mir gesessen. Du bist ja noch neben mir gesessen, du hast das ein bisschen abgefangen, den Lärm. Das akzeptiere ich, aber du hast selber mal in irgendeiner Rolex-Folge gesagt, dass du am Kumpel von dir auch gesagt hast, dass er sein Maul halten. Und ja, weil der seine Popcorn von unten von der Tüten außerholt, wenn's voll ist. Weißt du, was ist mit dir? Friss von oben aber. Und zweitens frisst du den mit als das eine Schaufel in der haben zum Essen. Eine gewürgt, das da aus dem Deepthroaten lassen. Ganz, boah, es gibt Leute, die treiben es auf die Spitze. Die können nicht normal essen.
Aber das Normale kann ich Gott sei Dank einigermaßen ausblenden. Es ist zwar trotzdem auch ein bisschen nervig, die Geräuschkulisse, aber sie gehört zum Kino dazu, das habe ich akzeptiert. Letztes Mal warst, wie gesagt, du als Schallmauer dazwischen wie an der Autobahn. Aber es war schon auch so, dass ich mal so einen Blick rübergeworfen habe und habe mir gedacht, alles klar, haben wir jetzt das richtige Popcorn gefunden, du Mistsau. Ja, also ich kann es verstehen. Es ist ja teilweise so, wenn du beim Essen bist oder so, du kannst es ja nicht verhindern, dass neben dir irgendjemand dann sie auch hier platziert, der halt dann einfach, weiß ich nicht, sehr laut dann auch spricht, dass du eigentlich gezwungen bist, dass du da mithörst, gerade wenn du da Lor bist. Furchtbar. Aber warum hast du dann keine Ohrenstöpsel dabei gehabt und hast da Musik gehört oder so und hast dich halt dann da ablenkt? Ja, weil ich wollte lesen in Ruhe und ich wollte mir jetzt nicht nur mit irgendwas zusätzlich ablenken, sondern ich wollte einfach in Ruhe mich hinsetzen, einen Kaffee trinken, Special Me Conny Time und ein Bier hier. Quality Time. Genau, und es war an sich nicht schlimm. Und am Anfang war es so witzig, weil da ist ein Daumen durch das Café durchgekrumpelt, weil ich dachte, schau her, gemütlich, da frisst meine Bresel rümpfig. Und dann kommen die ersten behinderten Puten rein, die jetzt dumm sind, dass sie sich einfach einen Kaffee aus der Tasse kaufen. Und dann brauchen wir dann Kaffee to go, das wir dann im Lokal trinken. Und dann kommt die andere, die Breze ist mir nicht knusprig genug, die lasse ich zurückgehen. Hoffentlich ist das nächste so knusprig, dass du den Kiefer brichst beim Draufbeißen, da rümpfig oder traurigs. Gut. Leute, die glaub, wegschmeißen das ist lassen. genau die richtige Stimmung, um jetzt die heutige Folge zu beenden. Wir freuen uns natürlich drauf, dass wir euch jetzt. Hallo, ich hab noch einen ganzen Block vor, ich bin noch nicht fertig. Wir freuen uns drauf, dass wir euch Mitte April live im Hardline treffen können. Wer nicht kommt, der hat bloß verpasst. Ist richtig, selber schuld. Ja. Und ich glaube, die nächste Folge, wo Alex, die wird richtig geil, wenn wir da über die ganzen Sachen reden, was wir im Hardline gesehen haben und so wie es. Ja. Ich glaube ja, dass wir in einem Hardline-Recap über die Sachen vom Hardline reden und nicht in die Alex, oder? Und so wie es ja momentan ausschaut, wird dieses Jahr das Programm vom Hardline das bis jetzt Beste, das sie bisher gehabt haben. Große Töne auf alle Fälle. Ich bin da schon gespannt. Ja. Ich bin da schon gespannt. Wenn bei einem Film rausgehen muss und baut zum Chinsaufer, wie es sonst alle, dann kriegt der Flo an den Sack. Wegen seine Lügen. Es ist echt komisch, dass du in der Hardline-Folge mit den Infos nicht dabei warst. So traurig, komisch. Wirklich. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ja. Du bist am Corby wirklich voll abgegangen. Ich habe mir die Folge heute noch mal angehört beim Autofahren. Wie oft, dass der Corby Kani sagt, das ist nicht normal. Oh, Corby. Man kann meinen, dass er voll auf dich steht. Meint der Kani, wenn jetzt das her, und der Kani, wenn jetzt das, ach meint und der Kani. Und da tun wir immer so cool umeinander und in Wirklichkeit möchte man so richtig an Damm lecken. Der geht ihm jetzt richtig ab. Er hat mich aufgeregt, weil er immer kurzfristig dann absagt. Es ist zufällig immer am gleichen Tag, keine Ahnung. Und wenn man mal selber, wenn man selber absagen müsste, dann macht man da Drama draus. Und das darf wohl nicht wahr sein. Wir haben das ausgemacht. Das kann ja nicht sein. Immer das Gleiche mit dem Corby. Den schmeiß ich raus. Der, wenn das Zeug nicht schneiden hat, dann war er schon am Furt. Was kannst du überhaupt? Aber echt, sauer unangenehmer Kerl, du. Ja. Ja, jetzt sofort, ich mag jetzt aus Bett gehen. Ich wollte ja auf einer positiven Note enden und du machst schon wieder alles kaputt. Was ist eigentlich los mit dir? Was habe ich jetzt da? Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ja. Ich habe einen Blackout gehabt, Entschuldigung. Ich habe felsenfest damit gerechnet, du bringst in die Alex deine Katze mit, aber nein, auch das wird nicht getan. Hey, ich habe vorher, auf die 4 hat vorher schon in die Kamera eingeschaut, hast du nicht gesehen? Ja schon, aber unsere Podcast-Hörer, die haben nichts davon. Ach so, ja, ich bin jetzt ein stolzer Katzenpapa geworden. Auf Instagram in die Stories hat man es jetzt schon mal gesehen. Das ist die kleine fette 4, Pikachu-Cosplayerin und der Oscar, der Viva la Mouvlusion Merch-Fan ist. Ich mache vielleicht jetzt auch noch extra Katzenkanal auf Instagram. Sehr cool. Da freuen wir uns alle drauf, das abonnieren wir dann auch. Und ansonsten dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom City Domstraubing. Oh, da hast du jetzt aber überlegt. Ich hab nicht gewusst, was ich genau hernehme, aber. Ja. Tschüss! Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Servus und Habedere.